Voilà, schön guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen hier rund um den Tisch, der Publik, da draußen, am Streaming oder auch später, was sie sich das hier angucken, für als feiert Gemeinderatssitzung das Jahr beim allerbesten Wetter, auch das passt für als Gemeinderatssitzung. Was war los unter der letzten Sitzung los? Am Samstag, den 29. März, hat der Chefrat und die Umweltkommission auf die Großbotz invitiert. Mit der Hilfe von den hauptsächlich viele Scouten, und auch ein paar Bürgerinnen und Bürger, und ein paar Vertreter des Gemeinderats, die für die ganze Morgen freiwillig am Einsatz waren, auf nächsten Aufall an Straßen an der Beisefeld 4 angesammelt. Aufschließend haben die Members von der Städter Hilfe für die Leute zurückgebracht. Es muss feststellen, dass die Jahren die Knaschlandstraßen eigentlich aber zurückgeht, auch wenn nach immer Knaschpetier gehen. Wichtig ist diese Aktion, aber auch wenn es ihren pädagogischen Aspekt, und die Chance ist groß, dass die Jungen, die bei dieser Aktion dabei sind, als Erwachsene, sich dann auch ernst werden verhalten, keinen Dreck mehr an die Natur geheilen. Neben der großen Botz war diesen Tag auch nach die zweite Edition vom Occasionsmarkt von der Lelech League Luxemburg am Kulturcenter zu Minzbech. Sonntagsmorgens war dann 10 Uhr die Bahnplatzaktion für die neugeborenen Kinder an der Rue de la Sire zu übersehen. Hier ist ein Kistenbaum gepflanzt und da ist ein Plakat dabei gestaltet für die Kinder, die das Jahr geboren sind. Am Nachmittag hat das Luxemburg Allergy Network hier Osterfeier innen am Schüttertreff. Meines den 31. März war die Generalversammlung vom Syndicat des Intérêts Locaux von Straßig 20 Uhr am Bischelgrätschen. Mittwochs den 2. April gouf Oves 4 op 8 de Cabaret Memories am Centre kulturell zu Minsk gespielt. Organisiert gouf diese flotten Ofen vun der Kulturkommission. Und es waren etwas über 60 Leute, also ein Event, das ganz gut besicht war. Freitags, den 11. April, hatte Club de Jeunes ihre Generalversammlung an der Boothaien auf der Kircheplatz. Den Tag drauf war bei gutem Wetter der Schöttermarkt, wo die Kinder ab 10 Uhr konnten am Schöttertreff aus der ER4 kommen. Den 19. April gut für Karfreitag am Café de la Gare zu Minzbech gebackene Frisch zu kaufen. Das konnte entweder auf der Platz essen oder matuellen. Organisiert gouf diese Aktion vom Tornado-Team Hamm. Donnerstag, den 22. April, gouf ein Scheck an Hecht von 2.517 € und der STM, das ist Action Solidarité Diamant, für das Projekt Masipak überreicht. Das ist ein Projekt auf den Philippinen, wo Bauern unterstützt gehen, die sich für nachhaltige Landwirtschaft einsetzen. Das Spend setzt sich zum Teil aus dem Erlös von der Edition 2024 vom Vergenoss im Kaffeestisch als Minzbech zu summen, mir war auch der Steuern von unseren Partnergemengen in den Randwehrkonten als Anpfeiler. Letzten Mittwoch hat die Sportkommission aber gemeinsam einen Ausflug mit dem Bus auf Huy invitiert, wo sie die Arrivée von des Jahres Flash Wallon geguckt waren. Donnerstag, den 24. April, hatten die Lützebäuer Rosefrön ihre Generalversammlung am Centre kulturell zu Minzbech, das war auch eigentlich ein bisschen kritisch. Freitag, den 25. April, hatten Schötterbierge um 17 Uhr ein Afterwork mit Barbecue am Tombola am Café de la Gare. Dasselbe Weekend war am Samstagabend der Wine and Dine von der Amikal von der Pomsche in Schötter am Kulturcenter. Letzte Montag war dann noch Pläne vom Runden Tisch zu Lorenzweiler am Kader vom Vivre Ensemble, wo die Gemeinden sich über Projekte austauschen und noch die verschiedenen konzernierten Ministerien an Antwort stehen. Als Gemeinde war dann noch durch den Bürgermeister und Members aus der Kommission vom Zusammenleben vertreten. Gestern war dann nach die Ledersammlung von der Association Aide aux Enfants Handicapés et Défavorisés de Luxembourg an der Gemeinde. Hier konnten Anwohner hier alle Kleider schon an einer Textilien für den guten Zweck aufgehen. Leider waren nicht viel mehr Kleider, die hier gesammelt wurden, wie die Jahre vorher. Worunter das Leid ist schwer zu sagen, vielleicht ist es eine gute Novelle, wenn die Leute mehr Kleider kaufen, dann noch mehr Kleider schnell aussortieren. Gestern Abend hat der Chefrat auf dem Bürgeratelier am Centre kulturell invitiert. Hier goufen unter anderem die Partizipativprojekte am Kader von der Bürgerbeteiligung präsentiert, sowie auch die neue Nachbarschafts-App Holpler. Donno goufen Atelier mit den Bürger organisiert, für Ideen am Kader vom partizipativen Budget auszuschaffen. Leider waren nicht so ganz viele Leute da, aber es konnten trotzdem 2 Gruppen von 5 bis 8 Leuten angedeelt gehen und da konnte flott geschafft gehen. Am Hirsch soll dann ein weiteres Bürgeratelier organisiert gehen. Wir werden noch laufend Publicität machen für diesen Atelier, wo dann noch vielleicht noch mehr Leute zu motivieren sind und diesen Prozess vom Zusammenleben, auch von der Partizipation mitzumachen, also sich anzubringen. Nicht nur mit Ideen, aber auch mit persönlichem Engagement.
Für de partizipative Budget also Lomol de Kalender so, dat man bis Ende Juli Projekt sollen raggerecht kreien. Wir machen danach über das normal Kanal auch einen Abruf. Am August können den dann Tracabilität und Feasibilität prüfen. Am September gibt dann das Projekt herausgesicht gehen vom Komitee Decideur, sodass man könnten am höchsten dann die Projekte umsetzen. Also das ist mal ein verläufige Planning. Guck mal, wie wir das hier kriegen. Was steht demnächst im Programm? Morgen ist der 1. Mai, Tag von der Arbeit. Und da werden es ein ganz Schritt von unseren Vereinen und Bücher gehen, für die Flottradition vom Meerkranzbannen an Eher zu erhalten, an diesen Tag zu feiern. Diese Sonntag organisiert die Sportkommission als Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine Marche Commande. Das ist nicht die erste. Das kulinarische Trippeltour von ungefähr 13 Kilometern zieht sich über den markierten Parcours mit 5 Etappen. Den Depart und d'Arrivée sind auch am Kulturcenter. Dünnstes der 6. Mai hat der Fotoclub Owe so Merdauer ihre Generalversammlung am Pavillon auf der Gare zu Minzbusch. Am Mittwoch der 7. Mai hat die Gare an Heim Schötter 19 Uhr eine außerordentliche Generalversammlung innen am Schöttertreff. Der 7. Mai ist die Abweihung vom pädagogischen Charlie Stippi an hier vielleicht der Appell und der Gemeinderat sich anzumelden. Den 8. Mai feiert der Gemeinderat zusammen mit der Boden Kommissionen den Europadach, weil gerade an diesen Zeiten Remontation verstärkt inhaltlich auf friedlich Europa setzen. Und noch heute Appell und der Gemeinderat für sich Wannenschrift umzumelden. Samstag, den 10. Mai, als Schöttermarkt, wo neben den üblichen Verkaufsständen Euromelebauer ein Kuchbackkurs stattfinden wird. Es gibt auch noch ein paar Kriterien für können Heimat zu machen. So soll am Kader von der Fairtrade-Wochen, ob manst Fairtrade-Produkt am Kuch verschafft sind. Pro Person kann maximal Kuch präsentieren. Jeder kann aber beim Konkurs mitmachen, ob groß oder klein. Partizipanten gehen erdeelt an Kategorien Kanner bis 14 Jahre inklus oder eben Erwachsene a Junker über 14 Jahre. Für die Gewinner vom schönsten und besten Kuch gibt es ein kleines Kado. Nom Konkurs geht all Kuch versteht. Den Allies geht unter SBL Luxemburg Allergy Network. Wichtig zu wissen ist noch, dass in der Kuch 14 Uhr am Markt muss aufgehen, zusammen mit dem Rezept, an der Information, welche Fairtrade-Produkt verschafft wird. Es kann sich nach bis spätestens den 5. Mai via E-Mail auf kultur.schütranche@gmail.com ummelden. Am selben Morgen findet dann auch nach der Pétanque-Tournoi bei der Alaminster Schule statt. Es kann sich entweder am Café de la Gare oder per E-Mail auf munom, also munom@pt.lu erschreiben. Organisiert gibt es ein Tournoi vom Club La Pétanque. Sonntag, den 11. Mai, hat die Stippi-SBL ihre Generalversammlung um 12 Uhr am Café de la Gare. Samstag, den 17. Mai, hat Schötter Musik ein grosses Gala-Konzert und das um 20 Uhr am Centre Culturel zu Minzbusch. Zusammen mit den Schötter Jungbläser, wo sie ein flottes Programm gestaltet, das Jahr unter dem Motto «Come, fly with us» steht. Tickets kriegen am Vorverkauf bei den Membern aus dem Verein. Dann ist nach dem 19. Mai der Klima- und Biodiversitätstag, organisiert vom SIAS, zusammen auch mit dem Natura 2000 Tag und von 10 bis 17 Uhr am Centre Culturel Machara zu Grevenmacher. Da profitieren wir von der Gelegenheit für eine bessere Reklame für den Nopesfest 2025 zu machen. Es ist ja so, dass die Gemeinde schon Centre pro Jahr und das eine Flotterinitiative teilhält, an der zur beiträgt, das Zusammenleben und die Nachbarschaft zu stärken. Durch das Nopesfest besteht die Möglichkeit, auf eine konviviale Manier sich Nopro kennenzulernen oder einfach eine flotte Zeit mit ihnen zu verbringen. Das funktioniert auf vielen Straßen schon ganz gut, und die Frau ist von den anderen Straßen nur gemerkt. Wenn ihr interessiert seid, für an eurer Straße oder an eurem Quartier ein kleines Fest zu organisieren, dann meldet ihr euch bis zum 19. Mai bei unserem Service Relation Publique über relation.publique@schütranche.lu. Wir als Gemeinde unterstützen euch dabei, für die Straße aufzusichern, und stellen euch auch Bänkendächer und Rechtskiste gratis zur Verfügung. Dabei geht nur die Gemeinderatssitzung für den 29. Mai aus von Samstag, dem 24. bis Sonntag, dem 25. Mai, die Classic Days im Campus an der Dell zu Minzbusch. Neben der Ausstellung von historischen Autos und Traktoren ist der ganze Weekend auch bestens für Animation gesucht. Und ein paar andere Sujets, aufgrund von den Nachrichten und der Barriere PN63A, das ist hier eine Kirchenpad-Barriere, ausgeführt durch CRL, aus der Kirchenpad vom 5. Mai bis den 16. Mai
für die Fußgänger und Verlosfuhrer gesperrt. Das ist irrelevant, aber wir können leider nicht erlernst. Ab dem 60. März oder am Mob. Und da geht es besser. Vom 21. bis zum 3. April geht Nordserbischen auf der Zugstrecke zwischen Lützburger Wasserböllisch durchgefahren. Da kann dann Nordstro eventuell gesteuert gehen. Daneben können zu temporären Änderungen bei der Zugverbindung zwischen Lützburg und Trier und das vom 26. bis 27. April und vom 3. bis 4. Mai. Weil an dem Zeitraum dann noch Erbischen auf der Strecke durchgeführt gehen. Und mehr Informationen heute von der observel.lu. Dann ist nach Journée Nationale de l'Inclusion Numérique, der 17. Mai, an der Luxexpo The Box. Dann wollte ich auch mitteilen, dass den Andy Kaiser, Chefin, sein Posten auf den 31. Mai abgeht. An seine Demission als per Arrêté ministeriell vom 15. April ugeholt. Die Koalition zwischen der DP und der LSAP ist dann nur am Gang zu gucken, wie der Posten neu besetzt wird. Und wir hoffen dann, schnellstmäßig mit einer Proposition an den Gemeinderat zu kommen. Da waren wir letztes noch gefragt, die Studenten vom Mutwurter Haf. Da haben wir dann noch gefragt, wie das läuft. An Mutwurt möchte ein Demand bei der Gemeinde Konton, Dürlem, Lenningen, Sandweiler, Mermer, Mondorf, Niederrhein, Weiler, Buß, Rheimisch, Abiva. Also sie sind ganz weit reimisch, ob sie da könnte Studenten zur Verfügung gestellt kriegen, weil sie die Studenten unbedingt brauchen. Letztes Jahr waren 4 Studenten von Konton, 2 von Niederrhein, 2 von Sandweiler, 2 von Weiler und 1 von Stadt Bredimus. Wir haben Erdstudenten gestaltet, mit alles 14 Tage. Und da können wir heute schon auch mehr Studenten nun holen, weil wir jeweils aber limitiert sind an unsere Service. Und wir nicht so viele Studenten oder unendlich viele Studenten können enkadrieren. Wir haben also da eine 12 festgelegt, die wir packen. Und durch die Maßnahmen, wo wir ja dann noch eine soziale Aktivität unterstützen, können wir dann 8 Studenten mehr holen. Dann hat er 4 Jahren durch ein Dossier leihen. Das ist ein Dossier vom Civic Code, Gemeindegesetz Licht gemacht. Sie hatte ja invitiert, für Beise zu kommen. Schwarz Matz, sie hatten 4 Reunionen am Land gemacht, wo in der konnte gehen. Die haben zu den dran, weil leider aufgesucht gehen. Ich war aber noch Greven Macher, du den Dossier auch schon ausgedeelt kriegt. Und ich meine, das ist eine Flotinitiative, dass es Gemeindegesetz ist, ob die Doma näher präsentieren. Und wie sie es ja selber nennen, Gemeindegesetz Licht gemacht, wo in die wichtigen Informationen noch beim Flot strukturiert dann präsentiert, erweist dann über das Reglement vom Gesetz lesen kann. Voilà, das wäre von meiner Seite. Dann gibt der Nico noch informieren über verschiedene Neuigkeiten aus den 3 Syndikaten, aus dem SIDES, dem CIDERE und dem SIGI. Nico, am Stift. Ja, gute Mittag auch alle guten draußen, die noch lauschen. Ich gebe wie gesagt ein kleines Feedback über das, was dann den 3 Syndikaten lebt, weil ich ja dort Gemeng repräsentiere. Ich fange dann mal am CIDERE an. Die hat am letzten Budget bemerkt, dass der Preis, den der CIDERE uns fakturiert für Trinkwasser, was wir von ihm geliefert kriegen, dass den bald 12% runtergegangen ist. Und das ist hauptsächlich dadurch zu erklären, dass die Preise vom Wasser, das Seebas dem CIDERE liefert, wat Kapazität reservé an Raccordement überlangt, gut Stück runtergegangen sind. Das ist eine Decision, die am Seebas am Oktober geholt wurde. Und ich wollte kurz erklären, wie den Preis vom Seebas runtergegangen ist. Bei der Kapazität reservé, da hat man einen Preis 2022 von 183 € pro Meter Küb. Und das ist 2025 auf 324 € runtergegangen. Das ist bald eine Verdoppelung, das ist also massiv. Der Preis vom Raccordement, der hängt davon ab, wie die Leitung ist, mit der den Seebas, der CIDERE beliefert. Die war 2022 8.171 € und den ist 2025 16.000 €. Das hat sich also auch verdoppelt. An der Preis glücklicherweise aber von Meter Küb, den der CIDERE da beim Seebas aufkauft, den ist praktisch stabil geblieben. Die war bei 0,47 € der Meter Küb 2022 und den ist 0,53 € der Meter Küb 2025. Das ist also bald stabil. Und das ist vielleicht interessant, denke ich, hier 40 hier aus welchen Faktoren der Preis der Wasserpreis vom Seebas sich zusammenstellt.
Da sind 45%, die entfallen op dem Amortissement von den Installationen. Seebas hat schon ganz neue Großinstallationen gebaut, das erklärt auch die Steigerung von den Preisen. Sie 5% op der Taxe de Prélèvement, weil Seebas hält ja Wasser aus dem Stausee, und da muss ein Tax bezahlt gehen, wie auch von mir aus einer Quellwasser raus, muss man ja einen Tax bezahlen. Und dann entfallen aber 25% nach op Personalkosten a 15% op Funktionamentskächten. An die allgemeine Erhöhung von den Preisen, die auch zum Teil zu erklären durch Strompreise, die auch gewissen Moment an der Krise durch den Plafond gegangen waren, die sich ein bisschen stabilisiert tun, aber die auch den Preis da beeinflusst tun. Der CDR, da komme ich dann zurück auf den CDR, den exekutiert auch ein Projekt von einem neuen technischen administrativen Gebäude zu Flussweiler neben dem Sigre, an die Konstruktion geht zusammen gemacht, anzusummen erbicht mit dem Sigre. Da war 2019 in der Wie gestimmt am Komitee vom CDR von 3,3 Millionen auch TVA. Und die Projekt ist nicht so gelaufen, wie das gedurcht wurde. Die Presse sind natürlich auch massiv abgegangen. Und dafür als 2024 am CDR in der Wie supplementär halte ich da auf von 6,6 Millionen ein Kehr noch gestimmt gehen. Das seid ihr also bei so Investitionsprojekten, Bayer und so weiter, dass ihr da muss immens aufpassen und dass dem noch wie das geregelt geht, die Kosten dann nachher nur heiß sind. Werde ich nachvoll so vom Seebas, wir hatten am CDR eine Visite vom ganzen Komitee vom CDR ob Seebas organisiert. Und ich wollte heute bekannt machen, dass der Seebas für Jidverein Möglichkeit bietet, Besuch eine Visite zu machen. Und sie haben da ein formidables Zentrum aufgebaut, um zu erklären, wie die ganze Anlage funktioniert. Das ist also für Jidverein ab. Und dann kann ich auch mal Jidverein sehen, wie die Abredung vom Trinkwasser aus dem Stausee durch all die Filteranlagen geschieht, wie das verteilt wird. Und ich kann immer raten, dass ich vielleicht auch eine kleine Visite von der Gemeinde aus oder dass in der Verein suggeriert oder der Kommission suggeriert, eine Visite dort zu machen, weil das ist interessant. Und Wasser, ich denke, das kommt vom selben Rest im Grund. Wir haben drin alles, was uns geschafft gehen, das ist immens und das gesagt wunderbar da bei der Seebas, beim Stausee. Da wollte ich etwas sagen über den Südest. Ich war leider die 2 letzten Reunionen absent, weil wir dieselben Reunion vom Gemeinderat hatten, und die andere Kehr war ich am Ausland. Ich wollte aber sagen, dass am Südest pur atmosphärische Störungen sind. Das verdeutlicht sich auch durch die Emission, durch eine rezente Emission vom Receveur, vom Sekretär und von der Direktrice FF. Da ist noch mal ein Direktor da, den einfach nach angestellt ist, aber nicht präsent ist, wenn so viel Überstunden verschafft. Und die Sekretär, die direktisch die Faisant-Fonction für einen Jahr angestellt gehen, die hat hier die Mission gehen. Was steht da halt drin? Das ist eine Frage, die ihr stellt. Ich kann noch nicht alles erklären, ich bin nicht all dabei. Aber das ist ein ziemlich belastender Rapport de Verifikation vom Service de Contrôle vom Ministère de l'Intérieur für einen paar Monate das vom Südest gelandet. Da sind eine Reihe, ich will nicht sagen Irregularitäten, das wir übertrieben, aber an der Kontabilität sind da Sachen nicht der Regeln noch gemacht worden. Und der Büro hat dazu Position bezogen. Und ich meine, da ist eine große Arbeit, die auch steht, für die ganze Kontabilität und die ganze Gestion von dem Syndikat zu verbessern. Ich werde dich im Laufenden halten, sobald ich Informationen kriege. Ich meine, der Enjeu von dem Syndikat ist ganz groß. Das Syndikat hat ein ordinäres Budget von 18,7 Millionen und hat ein extraordinäres Budget für Investitionen von 76 Millionen. Wenn ihr das zusammenrechnet, dann könnt ihr noch 95 Millionen. Das ist nicht ein kleiner Druck, das ist nicht ein kleiner Boot. Und ich meine, da ist es wichtig, dass eine seriöse Gouvernance da ist, für das anständig funktioniert und das Ziel an der Arbeit zum Südest als Wasser zu klären, Wasser zu klären. Da sind eine ganze Reihe von Kläranlagen, die von ihm geriert gehen, die ganzen Kollektoren, die eben den Dreck bis an die Kläranlage bringen. Das ist ein grosser Druck, und da werde ich auch selber an dran bleiben, dass die Gouvernance da seriös gemacht wird. Voilà, da wollte ich noch ein paar wieder sagen über den Sigi.
Ich meine, wir haben an der Zeit viele Informationen über die Sigi gekriegt, da waren ja auch Probleme. Da waren 2023 ein Rapport von einem Audit auf den Tisch gelegt gehen, und sie noch noch eine ganze Reihe bedeutend strategische Decisionen geholt gehen an der Umsetzung. Das Anfang 2024 eine neue Direktion getrat, am Sommer 2024 also eine neue Organisation von den Services, das wir nennen ein Organigramm, festgehalten gehen. Und zum Schluss vom Jahr hat die Direktion die neue Strategie für 2025-2029 an den entsprechenden Budget, den du dazu gehört, vorgelegt. Was geht es da? Was war die neue Organisation? Was waren Schwerpunkte? Das war eine Optimisierung von den menschlichen Ressourcen. Sie haben das gemerkt durch, das klingt ein bisschen pompös, aber durch eine Internationalisierung von verschiedenen Funktionen. An die interne Expertise vom Sigi als gesteigert gehen, an der Aufhängigkeit von externen Bürodern. Sind also Leute, die für externe Büroder am Sigi geschafft haben, die sie vom Sigi angestellt gehen, und da doch als der Sigi sicher, dass die Expertise auch dort bei sich behält. Im Moment sind 90 Agenten am Sigi aktiv, und das entspricht 95 Leute, die Vollzeit erbicht hätten. Dann ist auch die Service-Relation Client reorganisiert gehen, dass eine bessere Budgetskontrolle und eine Optimisierung von den Ausgaben gemerkt gehen. Dann geht es doch darum, die Digitaltransformation und die Modernisierung von der IT. Ich meine, da geschieht immens vieles. Da hängt doch zusammen Cybersicherheit, da gibt es ein Direktiv NIS2 für die umzusetzen. Und dann hat auch der Sigi viel Erfolg gemacht für mit strategischen Partner, wie zum Beispiel Ministerien, mit zusammenarbeit zu sichern, dass nicht auf zwei Plätzen dasselbe gemerkt wird, aber dass ihn das regruppiert. Am letzten Conseil ist aber auch eine Entscheidung geholt gehen, der hat schon oft hier von dem Sigi Nova, das ist ein Projekt, den nicht das Brot hat, zu werden am Anfang gedurcht wurde. Und du hast dann dezidiert, dass der Restwert von dem Projekt Sigi Nova an einen Coup zu 90% aufgeschrieben wird. Aufschreiben heißt Kosten, das sind also Kosten, die müssen auf die Gemenge verteilt gehen. Und da können also laut Gemengen eine Zusatzbelastung am Budget von 2025 von 3,95 Millionen ab. Und ich habe geguckt, das betrifft Schütter mit einem Montant von rund 33.000 Euro. Das war nicht budgetisiert bei uns. Das muss also durch das Budget einfach gedeckt gehen, wie das dann geht. Ich meine, die Verlust nicht ich für das zu dezidieren. Nach Wort zum Gebäude vom Sigi, der wisst, dass der Moment Sigi an einem Gebäude von der IEE, ele früh man heute lokalisiert, dass der bezahlte Sigi aber allem eine Lokation von 1 Million Euro, das viel Geld. Und andererseits ist der Sigi proprietär von einem Gebäude, das 6 Rue de l'Étang steht, und das steht schon länger Zeit idle. Vor ist immer abgeworfen, wie soll ihn das valorisieren, soll ihn ein neues Gebäude auf der Platz abrichten, soll ihn das alte Gebäude modernisieren. Da sind auch immer keine Entscheidungen geholt gehen, weil mal gesagt gehen, wir waren noch ein bisschen noch, weil die zusätzliche Belastung durch die Sigi Nova abgemengen könnt, weil man nur eine zweite Belastung durch das neue Gebäude oder das modernisierte Gebäude bringen, dürfen erst ein bisschen rausgeschoben gehen, weil das aber nicht heißt, und ich habe noch ein bisschen Druck gemacht, für zu so, wir müssen aber in dem Projekt weiter schaffen, weil das ist auch inadmissibel, dass das Gebäude einfach eitel durchsteht, dadurch geht es nicht besser, müssen noch irgendwie Pläne ausgeschafft gehen, als Konzepte gemerkt gehen, ob wen, wohin, wer den mit dem Gebäude möchte. Wir hatten noch eine Reunion ganz kurzfristig für kurzem, wo wir darüber geschwärzt haben, und ich meine, den technischen Dossier, die soll aber noch weitergehen. Voilà, das sind die, aus meiner Sicht die wichtigen Informationen über die Syndikate. An den Syndikaten sind viele Personaldossiers, die immer durchleihen, wo Leute fortgehen, wo neue Leute dargestellt gehen. Ich meine, das macht keinen Sinn, das auf unserem Durchscheid zu thematisieren. Voilà, das ist nicht. Merci. Vielmals merci Nico für die Flotrapporten. Ich meine, die Geschichte mit dem Wasserkreislauf gucken zu gehen, das ist eine ganz gute Idee. Da muss man mitholen an Naturpark-Team, an der Umweltkommission, an andere Interessierte, die dann mitgehen wollen.
Was das sieht, du geht, bon, ich meine, dass das so schwer zu hören, dass es da eben die Probleme gehen. Wir hoffen dann, dass das eben der richtige Weg kann gehen mit der Gouvernance. Und ich hoffe noch, dass es keinen Impact gibt auf die Vergrößerung und Modernisierung von der Erklärung zu übersehen. Normalerweise darf das schon nicht so sein, aber dafür ist es gut, wenn du da der Hand bleibst. Und dann noch merci für die Informationen die ausführlichen Informationen aus dem SIGI, wo dann noch Mengen Java strategisch wichtige Decisionen geholt werden. Voilà, da kommen wir zu unserem Mord du Jour. Da gebe ich euch mal mitteilen. Wir haben eine Prokuration von Andy Kaiser und Serge Eicher. Den Andy ist noch beruflich verhindert. Dafür ist ein Teil, der tut nicht mal der anderen sagt, dafür haben wir das am Anlauf gesagt. Wir werden selber eine Gestellung dazu holen. Dann haben wir den Sauber Gilles, der auf der Uni ist, an den das eine Prokuration geht und den Teil Serge. Und dann haben wir Jarini Nora, was am Ausland ist, und was eine Prokuration da gehen hat, und dann Marie Nagel. Und dann wollte ich noch froh, dass wir einen Punkt auf den Nord du Jour dabei setzen. Da geht es um eine Präemption an dem Gerd, das ist ein Projekt dazu an der Reiter Straße. Da ist es so, dass die Leute mit ihrer Bank die Lokafe wollen Konditionen ausgehandelt haben. Und die müssen so Loban einen Monat unterschreiben. Und die Baugenehmigung ist auch aufgelaufen, die muss auch nach gefragt gehen, sodass der Promoter oder die Leute den Terrain verkaufen. Und da können sie ihre Prä machen, aber dadurch, dass ein Terrain verkauft wird, nicht bebaut ist, also ein Droit de Präemption, weil eben nur den Delay da ist, wollte man proposieren, dass man ob noch die Jour hören, ich meine noch, wenn man dann nur an den Detail vom Sujet gehen, das ist okay, Droit de Präemption, der kritisch ist, ich meine, da tun wir das hat an der Reihe, also jetzt wenn der Mathe auch verstanden, dann gehen wir den Punkt auf noch die Jour setzen. Merci. Wir schließen den dann nun als 6 Punkt nehmen. Voilà, dann als haute Wort fängt man mal am Altmann Jean-Marie und da kommen wir zu einem nächsten Punkt. Und dafür ist Daniel Fließt, Novent Bayer ist. Und jede drum, dass wir eben eine Präsentation von den Indikator Klima machen, am Kader vom Pakt Klima, auch von unserem Leitbild, was meist genau bis 2030, wir machen das ja all Jahres. Und ich meine, gesagt und den Indikatoren ganz gut. Wo man vielleicht flottener sind, verschiedene Überlegungen sind noch vielleicht, dass man verschiedene Indikatoren noch können nach ein bisschen streng machen. Bei anderen, also ein bisschen kompliziert, da muss man es dann überlegen, was man für Mesuren hören für dann aber als Objektiver zu erreichen oder wer eine Konsequenz das kann haben. Ich meine, vielleicht machen wir mal Präsentation und dann gesehen da, für was wir schwätzen. Daniel, du hast das Mikro. Merci. Ja, merci auch an guten Abend dann noch von meiner Seite. Wie der Claude gerade sagt, werde ich euch die Schlüsselindikatoren am Kader vom Klimapakt von unserem Leitbild vorstellen. Das ist ein Exerzice, den wir all Jahr machen. Also lo gilt dann für 12 von 24. Also das dauert immer ein bisschen, bis in 12 zu summen hört, für die von 2024 vorzustellen. Und da füllen wir dann auch Punkt aus dem Klimapakt, an den ass dat mindestens eng Keier soll den Exerzice am Gemengerot gemerk fir de Klimapakt zu thematiseieren. Bon, wéi da wëst mir hunn verschieden Generellindikatoren a mir hunn och da méi präzis objektiver am Leitbild. Ich zielen se net all op, sie stehen do an ich komme sowieso op een no Mäneren Dr zu schwätzen. Ha sinn se bejust eng an enger Lëcht opgeféiert. Zu de generellen Indikatoren do hat man als Ziel fir 2023 de Goldstatus zerrechen, dat sind die 75%. Also még Slide sinn so wie die Lächtüren immer de bloen Strich, dat ass Ziel an dann die geringen Balken oder geringen Kurven, dat ass immer dat wat man dann tatsächlich erreicht hunn. Schön de Balken von 2024 net ganz fett gering gedruckt, weil da sind per Unsicherheiten dran, die Bilanzierung ist nicht 100% aufgeschlossen ist, aber da wo man Menge, wo man gingen hinkommen, ziemlich sicher. Aber wir haben dann den Niveau von 2023 nachher konfirmiert. Steuert ihr schon nicht drin, dass da 1% Männer ist. Erstens geht der Katalog all Jahr mehr streng.
zweitens also dann von ha just eng Aufründung also ich hatte also war 82,5 2023 und 82,4 2024 wir sind gute Niveau an den Hummer konfirméiert dann schwenkt das de Message sei. Dann nach den zweiten generellen Indikator, da das de vom 1,7% Wurstum, also von der Population, die Blue Kurve, wie immer, ich wiederholen das Lo effektiv nicht okay, aber das ist ein Ziel und Balken, da das etwa tatsächlich erreicht tun. Also wir sind inner dem 1,7% Wurstum pro Jahr, was ja auch Ziel war. Weil er kommt nicht zu den mehr präzisen Objektiven am Leitbild. Die Referenzjahr ist immer 2019. Da haben wir Objektive am Bereich von der Mobilität. Auch da gehe ich auch nicht an Detail drüber. Die kommen in noch anderen. Wir haben am Bereich von der Energie. Wir haben da am Bereich vom Wasser. Wir haben am Bereich vom nachhaltigen Acker bauen. Und auch am Bereich von der Gouvernance. Mobilität. Das ist dann den ersten Indikator, den ich dann wohl denke, das Resultat erweisen. Ziel war für bis 2030 10 Kilometer neue Velosphäre an der Gemeinde, Territorium von der Gemeinde zu realisieren. Boah, da muss ich ehrlich sagen, das ist nicht so einfach. Das sind oft lange Projekte, wir kommen ein bisschen weiter. Aber du musst ja gucken, wie jetzt in Zukunft, wie wir in Zukunft weiterkommen. Wir haben dann 760 Meter am Anfang realisiert seit 2019. Also neu, wirklich neu wäre. Ne? Bei den Triple wäre, da war Ziel 5 Kilometer bis 2030 neu. Zu haben, da sind wir bei 1,90. Du sagst, dass ziemlich all Jahr konstant geht. An der Mobilität haben wir nach einem Ziel, das sind als öffentlich Bornen für Elektroautoen. Da also die letzten 2 Jahre am Anfang kein neu beikommen. Das so, dass eng Charge okay Born, das sind auch die wir vom Ministerium eigentlich so gut tun an der Aktivitätszone geplant ist. Die wird das oder nächstes Jahr dann in Betrieb gehen an. Wir sind noch am Gang, eine Appellerkandidatur zu präparieren, wo auf unserem Terrain auch an der Aktivitätszone 5 neue Bornen sollen hinkommen. Das heißt, wenn ich da 4 plus 5 plus 1, dann hätten wir eigentlich die 10 neue Bornen oder die 10 Bornen bis 2030 hat man Ziel erreicht. Dann, das verhindert manchmal einfach nicht, wenn irgendwo Besoin besteht, für eine weiterzumachen. Das muss ich da gucken. Öffentlich Velos, Parkingen, da war als Ziel für bis 2030 10 überdeckten Velos, Parkingen zu machen, also Velos, Parking, also stäneren Plätze für die Velo zu machen, die überdeckt sind. Die Zahl ist relativ konstant auf 2, blieben natürlich aber nicht, dass da nichts geschieht, dass hier auf der Kirchenplatz sind da ja auch beikommen, auch um Schulcampus sind dabei kommen, weil ein bisschen ein hochwertiges Modell war, wie nehmen die Veloständer, wo just der Pneu für dran ist, den oft Pneu futti möchte, und noch mehr sicher als am Anfang, wenn ein Velo mit dem Kader kann, wie nehmen aber ein Pneu, dafür ist die geschrafften Balken habe ich dabei gesagt, also da selbst geschieht. Aber wir werden gucken, wann heute Dorf kehr und noch der Schulcampus auch beim Fußball wird das ja alles Projekte, die en Kurs sind, für da wirklich neu überdeckten Parkingen 40 gesehen. Ja. Schön, ein Schluck Wasser, schön Nähschnapp. Oh, pardon. Wenn wir den Fuhrpark von unserer Gemeinde gucken, da war Ziel bis 2030 50% von dem Fuhrpark
auf elektrischer Basis zu hun mal wirklich steht. Da sind wir lo bei 27%. Ich merke, dass es eine Bresche schmeckt. Das mal nicht. Schön. Dann en frisch Luft geht, da gift man vielleicht enke kurz ma mechte Punkt in Punkt den Teil erbrischen an op den in Punkt 2 go man der Nummer der Präsentation 4 hun. De Punkt in Punkt 2 dat fir dann d'Approbation d'une Konvention mam SIAS, wo dem de Projekt Holz vun Hai geht. Also du hast dann so, dass der NF und de SIAS rugetruden ass an de SIAS gefrot huet, op de SIAS net viel Träger sinn, für den Projekt Holz von Hai. Beim Projekt Holz von Hai geht es eben darum, für regional Holz zu verschaffen, bei Projekten an der Gemeinde, ne, das kann von bis gehen, ne, das war ein Zugang mit Mobilier urbain, mit Möbeln, Graffe Möbel für die Bausen, das können aber auch Fassaden sein, das können Möbel für die Bahnen sein, also das hört sich schon an anderen Regionen, hauptsächlich am Natura Geopark Möllerdal, das auch von da, wo das Logo kommt, also von da, wo am Anfang das Projekt de Label hier könnt, du hueten die sich schon vielmi weit noch schon eng Reserve und Holz, ne, wo all Gemeng dann Holz ragget, dat sind verschiedene Typen Holzen noch an, wann an ein Gemengeprojekt mcht, da kritze aus dem Stock dann Holz rëm, du gëtt geguckt, dat sich ein bisschen vorhält, gëtt net op Euro genau aufgerechnet mit Gelawer geguckt, dass also krass als Gemeng du nie ragin und da viele raus frohen, dat geht net mit, du kannst aber zum Beispiel als Gemeng soviel mit der Kipp Buchenholz ragin an awer soviel mit der Kipp Eechenholz rauskräen. An dat funktioniert do ganz gut. Dat muss mir bei uns noch opbauen. Me se sinn de See as Rugetruden, weil de See as daneben mir sinn kein Regionun, de See ass kein Regionun, méi dat soll eng Regionun dann durchstellen. De See as entretan, dat sie Gemengen alle goer praktisch vun der Musel Schengen Rob is opgriffen Mächer, an dann die anderen Seite im Roh, wie wir Jung Lünster, Eisenecker, bis op Hesper. 21 Gemenge. Also ich stehe alle gut an der Konvention mat viel dran. An de SIAS huet daneben Konvention ma Möllerdal gemerkt. Du gëtt die Schacht net am Dosse lucht, dat hat gefrot schmengen, das richtig, dass die Schacht doch mis am Dosse leiien. Da eben noch die Konditionen erfüllt sind vom Label eben für Holz für Hai, das Holz von Hai ass, das Betrieb, das kann auch ein Betrieb sein, den hat Holz verschafft, der kann auch nicht andere Regionen sein, der kann auch am Lützebauer Land sein oder sogar über die Grenze raus. Freising zum Beispiel ist eine Gemeinde, die auch über die Grenze raus viel mit Betrieben zusammen schafft. Aber da müssen die Konditionen auch anhalten und noch erfüllen. Das hat SIAS eben eine Konvention mit dem Natura Geopark Möllerdal geschrieben, mit 3NF. An Membre vum SIAS, die mussssen awer die Konvention ha erschreiwen, was se wëllen und dem Projekt deel huele. Wat steht do dran? Schmengen den Engagement vun de Gemengen as eben was do beitreten, dat ze eben aktiv die Initiativ promoveieren an eben den Benutzer vum lokalen Holz eben privilegieren. Da mussssen se die Kriterien, die definiiert sinn an der Schacht respektieren. Da muss natürlich auch informieren, Bürger an noch die Entreprisen über die Avantagen, an eben mit den anderen Gemengen zusammen schaffen, sonst kriegen wir die Reserven Holz nicht zusammen, die Reserven rüsten Holz, für eben die Filiere vom regionalen Holz zu verstärken. Dann die Innovation, die gebrauchen, die heißt dann eben Holz von Hai, SIAS Gemengen, da kann aber allgemein auch ihre Logo nach neben drum machen. Da steht Appezivature dran von dieser Konvention.
Die kann eben opgehowe gin, wann Partien Affersterne sinn, a wann eng Party will rauskommen, soll se dat machen man eng Präavis vu 6 Meint. Und dann steht nach Disposition final dran, wo wann Litigers, wo den muss behandelt gehen, verteidigt auf eine Konzentration gemacht zwischen den Parteien an eben geguckt, immer eine Resolution amiable zu finden. Voilà, dann haben die Leute das Büro vom SIAS unterschrieben und das eben lo und die Gemengen für zu sagen, dass sie da wollen mit Männern die Konvention dann auch so wie sie viel Leute approvieren. Also der NF sind am Anfang die sich Holz kümmern, die auch Experten sind, das ist alles was fürchten. Und auch Seereien, ich meine, das ist ein Thema, wir haben ja mit der Gemeinde Niederrhein zusammen noch ein See, wo so Holz kann geschnitten gehen, und dann waren wir auch schon nach der Sit gucken, die haben neben der See, wo sie auch nach eine Schreinerei, wo sie viel Sachen kann machen, da muss ich gucken, es gibt schon Arrondissementer, die auch teilweise Schreinereien haben, wie gesagt, also auch immer die Möglichkeit, mit einer privaten Schreinerei zusammen schaffen, die muss dann eben noch just sich engagieren, dann noch mit dem Holz zu schaffen, an die Konditionen dann noch zu erfüllen. Voilà, sind zu der Konvention froh. Ja, Paul? Ja, gut, mit froh aus nämlich die Vierstellen und die, oder was alles Gemeng betrifft, aus der doch Martin ein bisschen aufgeschwert, oder dass das dann noch kann ihm gesagt gehen. Ja, das mit denen aufgeschwart, wie gesagt, die Initiative kommt von der RNF, und zwar von der Vierstellen von ihrer Chefin, also das mit den Vierstellen so aufgeschwart, vielleicht haben verschiedene Vierstellen noch nicht verstanden, dass die sie also die Schüssenträger vom Dokument, das war ein bisschen Gespräch da abkommen, was der SIAS dann dran verloren hat, was toll so geht, Holz von Hai, mit der SIAS also am Anfang just für den administrativen Teil zuständig. Alles das, was praktischen Teil ist, was Holz ist, Dokumentation, Schneiden, das sind alles, sind sie das alles noch bei den Fischen. Es sind noch 40 Meter, das Mensch. Nicht unser Problem, da muss der NF sich da regeln, die den Projekt Holz von Hai vielleicht nicht so zusprechen, da gibt da Varianten Holz von Eis, die so gebraucht gehen, mit das ist eigentlich eine Affäre zwischen den Vierstellen an ihrer Direktion. Mit der Initiative, die können von der NF an Eisvierstellen halt zumindest mit denen so zusammen, die sind noch angebunden. Ich meine, da gibt noch viele Diskussionen, weil hier auf der See, um Senninger Birsch, viel Holz, viel Gemenge geschnitten gehen, als von denen an Zukunft von den Gemengen Schötter an Niederrhein, wenn finanziert das, muss ich gucken, auch da ist schon ein Projekt de Konvention NRW, wen der Nacht oder schneiden, was das in der Kast, für das die Freien dann noch equitabel verteilt gehen. So ist nach Frohen, gern. Ja, Nico? Ja, ich finde die Schachtel ja recht für kurzem gesehen, an wie ich die gelesen habe. Du hast mir vor an den Kap kommen, da sind auch Privatbetriebe, die das Holz da verschaffen, die das schon zur Verfügung gestellt kriegen, verkauft kriegen. Wie verhandelt der Preis da von dem Holz zu mir? Hast du sie erst mal impliziert oder geht das länger über das Feststellen? Ja, also der SIAS nicht mal impliziert, also der SIAS kann man zu Schluss an den Konventionsniveau, alles was Holz so geht, möchte der NF mit der Feststellen, mit die der aber nicht für das Holz und die Schreinereien zu verkaufen, mit die der sich für das Holz zur Verfügung zu stellen, und da können ein Plus-Value über das Verschaffen vom Holz und die getrenumeriert, und da könnt das Holz rumzurechnen. Schon als Gemeinde und ein Projekt, ich brauche so viel Meter Kipp Eschen Holz, 3 Meter Kipp Eschen Holz, da muss das Holz geliefert gehen und die Schreinerei, die verschafft das, sie möchte ihre Preise auf Plus-Value für das Verschaffen und Holz können rumzurechnen. Also so viel Holz ist nicht da, und das ist auch nicht die Idee, für das Regionalholz als Abkaufszentrum für die Schreinereien zur Verfügung steht. Das ist also einzigartig gedurcht für die Besucher, die Gemengen haben, über Holz für die zu decken, für die gemeinsam regional zu decken. Ja. Also den Stock, den eben zuerst noch besteht, das funktioniert wie ein Tauschbörse am Anfang. Ne? Ich gehe als Gemenge Holz ran, und dann habe ich auch Recht als Gemenge, um Holz rauszukriegen. Dann die Balance ging nicht abgehen, wenn dann ein Dritter ging. Davon profitieren. Nicht so genau wie es das ist. Also das hauptsächlich geduld für Regionalholz bei regionalen Gemengeprojekten zu verschaffen. Das ist nach Freuen.
Nee, dann gibt das mal über den Punkt aufstimmen. Altmann Jean-Marie, Ja. Reicher Serge, Ja. Rogerini Nora, Mit der Progression von Nora, ja. Kaufmann Jump, Ja. Kaiser Andy, Mit der Prokuration vom Andy, ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Mal der Progression vom Jules, ja. Trein Serge, Ja. Treisen Paul, Ja. Schnico. Ja. Merci. Und dann gehen wir jetzt direkt bei den Punkt 1.1. Und dann fahren wir fair mit der Präsentation von unseren Indikatoren. Gut, merci für die Pause. Ich meine, das hat gut getan, das mal leid. Ich probiere da durchzukommen. So, der nächste Indikator, das war, dass man wollte bis 2030 minus 50% fossile Brennstoffe an unseren Autos verbrauchen. Aber da gesagt, da sind wir ziemlich konstant geblieben. Das ist so, dass es aber 22, 23 abgegangen war. Und seitdem ist es ein bisschen raufgegangen. 2020, das war Corona, da ist nicht so viel gefolgt. 2021 auch noch teilweise. Just die absolute Zahlen, wenn ihr die guckt, von 22 bis 24, da gesagt, dass auch als Gesamtkilometer innen am Total raufgegangen sind und da tatsächlich aber Kilometer raufgegangen sind, die man mit fossilen Autos oder mit Verbrennerautos respektive Gefährer, sie nicht nur mit Autos fahren. Die elektrisch also raufgegangen von 22 bis 23, dann warst du besser raufgegangen. Das hängt natürlich immer ein bisschen vom Bus rauf. Kommen wir zu den Equipementen. Das sind die Equipementen am Atelier. Da war Ziel für 50% von den Equipementen, also für Gärten, an Erbesten, Bausen zu machen, für die auch am Elektrischen zu kaufen. Da sind wir ganz gut in der Weg, mit 44% schon laut letztes Jahr. Gemenge Gebäude. Da war Ziel für bis 2030 70% von der Hitze über erneuerbare Energien zu decken. Da sind wir die letzten Jahre relativ konstant geblieben. Das hat aber auch einen bilanziellen Grund, weil im Moment Wärmepumpen, die wir, wenn wir mehr ersetzen, nicht richtig am System, den Ministerium zur Verfügung stellt, aufgebildet kriegen als erneuerbar. Da sind wir am Gang drin zu schaffen, für auch nach Konteure beizusetzen. Und da bin ich confiant, dass wir da die 70% erreichen, weil ja aber trotzdem den umweltfärmten Teil erneuerbar ist. Und wenn wir dort zusätzlich Konteure kriegen und auch an all unsere neuen Gebäude, die wir planen, die Konteure vorgesehen, dass dort der Prozentsatz wird hochgehen. Bei der elektrischen Produktion, da ist es leider so, dass 2024 mal ein schlecht Solarjahr hatten und war auch noch teilweise eine Anlage am Pan, die ausgefallen war. Dafür sind wir da nicht draufgegangen, aber ihr seht all die Projekte, die an Kurs sind, die auch schon teilweise installiert sind, Schulcampus, Musikbau, Gesangsbau, da meine ich auch, dass man nicht kein Problem wird, nur für die 50% von unserem Strom, den Äquivalent von 50%, den wir verbrauchen, auch selber zu produzieren. Auf erneuerbarer Basis. Highfleisch nach einen absoluten Zahlen, das sind Kilowattstunden, die als Solaranlagen bräuchten tun. Da seid ihr einfach, dass par rapport zu 2023 wirklich raufgegangen ist, dass effektiv 24 Schlag keine neue Anlage und Netz gegangen, plus die Anlage am Pan, das wird da matt gespielt. CO2-Emissionen von unseren Gebäuden, da war Ziel für minus 20% bis 2030 CO2-Emissionen zu haben. Wir waren da 22 und 23 ganz gut in der Weg. Das waren die Jahre auch von den Ukraine-Krieg, Energiekrise und alles am Kap von den Leuten war. Wir haben da mannerhöhe Temperaturen geheizt, das muss ich so, und da hat man an das letzte Jahr, da sind auch immer mehr Demande gekommen, für die Temperaturen noch abzusetzen. Es war plus auch mehr kalt Jahr wie die Jahre für drin.
so dat man do lo net mir op der Kurve sinn déi Richtung minus 20% geht. Wir sind immer noch ënner dem Referenzjoer mir net mis so stark an do muss ein dann auch gucken wéi man do mat ëmgehen. Mir hunn engerseits kommen natürlich lo all die neue Gebäier, wo man jo Analyse gemacht und ja am Energiekonzept, dat dafür puer Main votéiert huet ass wéi man déi willen ausstatte plus mir se do am gangen als Sanierungsstrategie vun de Gebäier, die man hunn, die dann net de Schnei Gebäier sät gin dürf Ker Schulcampus as so weiter als eng Sanierungsstrategie ze machen. Ha gesäit lo net die mens gut méi von den overiert de Grafik guckt, also mit die hut immer de Wien highlighten fir Projekten zu der Energieeffizienz, dat don as do d'Energiekonsomatioun vum Tennisballon. Reets op dem Grafik, wo die Kurve sinn, du gesit am von de kumuléierten Verbrauch all Mount gëtt op summéiert op die Maint fir drun an die Schwarzkurv ënnen, dat ass déi vum nächste Joer. Dat teech dummer rund 40% Energieaspurung, also das elektrisch, ne? Da sind ja die Leihloute kommen, die LED-Belichtung auf dem Tennisterrain, also am Tennisballon, und du mal 40% gewonnen. Was nicht schlecht ist. Hier eine ähnliche Grafik von heute im Gebäude, wo wir da sitzen. Da war auch den Dach, wie den Ausbau gemerkt ist vom Speicher, dass ein Dach isoliert gehen. Und du gesagt auch, dass das etwas bringt. Da haben wir auch rund 10-20% zu den Jahren für drin und Gas angespart. Also das ist der Gasverbrauch. Ne? Die Grafik, die man ein bisschen sehen möchte, ist den Hai. Das ist der Wasserverbrauch. Das ist auch die nächste Grafik, wo man nicht Referenzjahr 2019 haben, mit Referenzjahr 2018. Wenn man 2019 wussten, dass da ein größer Fit war, das hört sich nicht geägent. Man muss sich vorstellen, dass 2018 das richtige Referenzjahr gewesen, wenn man nie mehr fertig spricht, ändert den Wert von 2018 zu kommen. Und ihr seht, das schwankt von bis, dass keine richtige Tendenz erkennbar, muss ich so, und der Wasserverbrauch, den ist auch immens aufhängig von den Nutzer, von den Gebäuden. Das nicht isolieren ein Gebäude und dann hört den Mann Energie. Mehr Wasser von den mehr Personen hört, dann hört den mehr Wasserverbrauch. Und das so, dass man nächste Woche oder die nächste Woche in einer Reunion mit einem Expertenbüro für zu gucken, wie man da die Analyse könnte machen, für mal zu gucken, zum Beispiel eine Maison Relais, und hat der Verbrauch pro Nutzer von dem Gebäude den akzeptabel ist oder nicht, oder ist es mehr hoch wie einer Maison Relais zum Beispiel an anderen Gemengen, die haben Erfahrungswerte. Und da guckt man mal, für mal ein bisschen mehr an den Zöllern dort zu sehen und zu gucken, wo braucht man vielleicht supplementär Konten oder wo kann ich eine Maßnahme umsetzen. Voilà. Noch die neuen Gebäude, da war ja auch Ziel, da könnte nur, dass die alle mit einer Rehwasserrekuperation ausgestattet gehen. Da wird man dann von neuen Gebäuden alle ersetzen, hoffentlich, damit die Werte darauf kommen. Bis dahin Tendenz ist effektiv nicht erkennbar. Weil du hast den Indikator mit den neuen Gebäuden, die eine Rehwasserrekuperation haben, den also auf 0%, weil einfach kein neues Gebäude die letzten Jahre so komplett gebaut gehen als mehr. Du hättest auch keine 100%, wenn man durch 0 deelt, das geht nicht mehr. Also, das könnte ein Indikator, der wird kommen, wenn die neuen Gebäude kommen. Öffentliche Belichtung. Öffentliche Belichtung ist so, dass man wollten effizient öffentliche Belichtung haben im Jahr 2030 für 60%. Wir sind im Moment bei 37%. Da habe ich die Jahre von 2019 und nicht geholt, weil da hat man Probleme mit der Datenbasis. Die Datenbasis von 22 und die ist plus minus okay. Es ist aber so, dass man für die nächsten Jahre den Indikator da nicht mehr Werte kriegen. Da gibt es doch ein Programm vom Ministerium, wenn also die Straßen angeht, also weiter, wenn dann eine Bewertung kommt, dass die Straße energieeffizient oder nicht. Und das so, dass man da wollten am nächsten Gemengerat eine Proposition dahin für als Leitbild zu ändern mit einem anderen Indikator.
ich kann mir vorstellen, dass das rausläuft, dass man so ein 50 oder 60% LED-Belichtung zum Beispiel zu machen. Das also Kriterien ist, wenn wir wissen, wie viele Lichtpunkte wir haben, die können wir immer viel besser selber rechnen, wie mit dem Programm, den es dann nicht mehr gibt ab nächstem Jahr. Auch das Jahr ist nein, nicht mehr gegeben. Ich hatte schon ein bisschen etwas gewurschtelt. Dafür die 37%. Also, müsste okay sein, aber sowieso, wenn wir einen anderen, dann ist das doch egal. Chantierskontrollen, das ist so, dass man durchgesucht haben, dass man 10% von der Baugenehmigung, die in Energiepersonen wollen, Chantier kontrollieren. Das der Prozentsatz, der schwankt. Letztes Jahr hat man 17%. Das hat immer zu denen wären einfach Jahre, wo auch nicht viel Baugenehmigungen rankommt sind. Wenn ich mal gucken, von den Jahren 21 bis 24 sind wir bei 9,8%. So, ich hätte auch kein 10% schreiben. Da sind wir da gut. Pardon. Klimabonus-Subventionen, das war ein Ziel, wo man gesagt hat, wir wollen kumulativ bis 2030 200 Leute incitiert für vom staatlichen Programm zu profitieren und noch eben zu gucken, dass die Leute isolieren, bei Privathäusern PV-Anlagen machen und so weiter. Da sind wir da 24 bei der Halschen durchgekommen. Da muss ich sagen, die Donner sind nicht komplett. Schon just die ersten 2 Monate von 2024 sind disponibel am Ende im Site. Und die von 23, die waren letztes Jahr zum Beispiel, wie ich das präsentiert, viel Männer haben also die Donner, die nicht mehr, ich denke so ein EU quasi Verspätung, weil auch die Dossier, Treatment von Dossieren eben am Staat so lange dauert. Und durch all die Photovoltaikanlagen, die kommen, denken ich, dass man das Ziel da locker erreichen. Ressourcen, da schwätzen wir über den Reststofffall. Die Tendenz ist ganz gut. Minus 30% Reststofffall wollten wir haben. Wir sind bei minus 34%. Das will gesagt, nicht ganz gut, wenn ein blauer Strich ist. Geht nach immer ein bisschen rauf am Anfang. Mit der nächsten Jahr, als 21, wie das neue Taxreglement kommt, hat man schon die 30% erreicht und dann eben 33, 34. Also schwankt immer ein bisschen, aber da sind wir ganz gut NRW. Automatisch geht ein Todrecyclage von der Kollekte Domizil dann noch rup. Gesagt ihr noch, dass das immer besser rupgeht. Also es sind Tonnagen am Anfang vom Bayer Bio-Offer Glas, was daheim gesammelt wird, ab PMC, was daheim gesammelt wird, par rapport zum Gesamtauffall, am Restauffall geguckt. Und da sind wir da bei 65% am Ziel bis 2030 war 50%. Ja, da tun wir dann schon eigentlich übertragen, schmengen, dass das normalerweise dann auch so weitergeht, wenn ihr das guckt, sind immer ein paar Prozent mehr. Und das gesagt, das ist ganz, ganz schön zu sehen. Das andere Ziel war das von den Manifestationen. Oder hier just wollte ich einen Überblick weisen, wie viele Manifestationen wir machen und noch die Assoziationen machen, also den hellgrauen Balken, das sind Manifestationen, die Gemeinde organisiert, den dunkelgrauen wird Assoziationen organisieren, dann den dunkelgrünen als das wird man Green Events an absoluten Zölen als Gemeinde gemacht und den hellgrünen wird Assoziationen als Green Events gemacht. Also sei den Corona ist natürlich schwer draufgegangen, Manifestationen, das hat sich plus minus erholt, aber wir haben auch immer mehr Green Events an der Gemeinde. Wenn man den Indikator guckt, da wollten wir 50% 2030 erreichen, da sind wir dann bei 12%. Wir haben eine Liste für 2025 abgestellt, für zu gucken, wer Green Events man von der Gemeinde da vielleicht noch könnte mehr machen. Das ist verschieden als mir einfach, andere mich schwer. Und es schwingen, dass man den Prozentsatz auch die nächsten Jahre herabsetzen. 2020, das hat er gesehen, da waren dann etwa 13%, hat man einem Green Event, mit der das, wenn das nicht durch viel gedeelt wird, möchte das dann natürlich viel Prozent aus. Das ist nicht, dass man da nicht schlecht gesehen, mehr einfach, weil der Denominator mehr klein war.
Assoziationen dat nämlich do war Ziel für 25% Green Events zu machen bis 2030 do sei den och dat da immer méi kommen mat der Ausnahme effektiv 21 wo Corona Joer war wo dann 21 mi héich war dat tankt ein bisschen da mat ze summen, dat da wirklich manner Manifestationune waren insgesamt. Gouvernance dat war Ziel, dat man eng Stunde Formatioun pro Maderbeter am Bereich Klima Environnement wëlle machen. Dat dun ass den zweeten Indikator woch so dat assfleich notwendig fir dat eventuell am Leitbild ze ändern, do si immer weit drwer all Joer gewircht. Voilà, muss zo fairerweis zo so dat Kriterien geändert hunn, wat als eng Klima an Umwelt Formatioun gëlt, dat das filmmi weit die Lächtüren gefächert gin. An do west kenint den sech och firstellen, dat dann am nächsten Leitbild sowieso enker wenn ze Männern Indikator missen ändern, dat man do fleisch nach enker och dodro gin auf fir dat ze ändern. Voilà, dat wäret vu ménger Seite sinn dann durchkom Gott sei Dank nie Hauskris méi de man leet, a wann der froen huet dann könnt er de gern stellen. Merci. Voilà, merci Dan. Schon im Moment gefragt, ich gut nicht da sind, da selber dabei ist, dann ist es nicht schlimm, wenn ich muss ein paar Minuten für den Tier gehen. Sind wir da froh zu der Präsentation? Kein froh. Doch. Ich meine, kann ich just Dan felicitieren für die Arbeit, die ihr möchtet. Ich meine, wir wissen von, wie wir kennen, dass das ganz wirklich gewissenhaft möchte. Es war just über verschiedene Punkte, die aber trotzdem überraschend waren. Ich sage mal mit, dass dort den Verbraucher an die Lut geht, dass man ja überall auch intelligent schließt, also Zählerin dahin gemacht, respektive Ventiler dahin gemacht und an mir den teilst du merken doch hauptsächlich wann Versammlungen lo an der einer Schule zum Beispiel heinst du wann normal Versammlungen heißen durch Schengen aber nach paar Sachen zu modernisieren sind, weil du kannst schon wohl intelligent schieberen alles op all Anlage sitzen, aber da muss dat Basis von der Anlage die muss aber auch die Sache können verschaffen. Und ich meine, du hast vielleicht wahrscheinlich geknürt nach, wo vielleicht noch mis adaptiert gehen. Also du hast recht, dafür Hummer, ich hatte gesagt, hier auch nach eng Adaptation, also eng Revalorisation von einem Sanierungskonzept gemacht, für wirklich nach am Detail zu gucken, wo können wir was machen, was muss auch so, dass es nicht unbedingt Wert hat, lo Gebäude, wo wir wissen, die gehen an 1-2 Jahre, stehen sie nicht mehr da etwas zu machen. Ich weiß auch nicht, ich hatte CO2-Emissionen gewissen, gell? Ich muss da ehrlich sagen, ich muss dann genau gucken, ich weiß aber nicht, ob das ist, also die elektrische hat viel mehr einen hohen Einfluss auf CO2-Emissionen wie das ist. Ne? Also wir haben effektiv auf verschiedene Gebäude haben wir mehr verbraucht an wie gesagt, das auch eng Erklärung Dich mal gin as Nutzer, die net mi so Energiekrisemodus sinn, dat mir kreen der Demonten hat man ganz viel Klächtkrit ze kal können darum opsetzen an dass du noch geschieht an dat mir den. Anwer mi kal dat muss noch dazu sagen. Ja ich mein, das klar. Ich will bestimmt to Stresssituation Personal mé op jeden Fall mënschech an ganz klar fir ze verstoen. Ja. Voilà, merci für den Kommentar zu der Präsentation. Das keine Remarque mehr rund dich. Das ist schon ein großes Merci dann und dann wie das schon gesagt wird, da fuhren wir so viel und immer ganz streng mal als selber und dass wir auch an die richtige Richtung da kommen. Voilà, vielmals merci. Vielleicht letztes Wort effektiv, ja. Also schön heinz du probieren euro Wert zu kommen von anderen Gemengen beginnt da pur die überhaupt auch so hier gebeiers wie wäre geil also schmengen das schon ein groß Plüvalu überhaupt schon gesucht beim Wasser du sieht man ja wirklich Schnitt an die richtige Richtungen wie mir überhaupt dat könne feststellen
ass schon mal eng Plyvalue, weil sie viel Gemengen, die net so dat machen. Am mir hunn do en ganz performanten an den ein Energiemonitoring-System, auch Wassermonitoring-System, ne? Den er sehr einfach erlaubt. Also dat dürfe dat oni so e System an die Erbe die du der Hand stöcht kennen die an auch den Invest in der Hand stöcht kennen Datei auch gönnet mehr. Ne? Voilà, ganz richtig mesure an engem Projekt dran Twin for Resilience wo man auch ganz innovativ sind, aber auch nicht allgemein kein mat machen, wir sind eng von den kleine Gemengen, das in Europa Projekt wo stiert dran sind Amsterdam dran und so weiter, wir sind ha en klein bei Gemeng an dass man dat da noch just gesucht, dass man do überhaupt können mat man das, weil man aber relativ weit sind mat all den Sache, wo man mir sind an überhaupt noch Wert hun wat ja ganz viel tun. Okay, dann denke merci an den schönen Abend an. Und da gehen wir zu unserem zweiten Punkt, Humanismus und Aménagement kommunal. Und da haben wir eine paar Modifikationen punktuell auch die Jurstunde. Da fängt man an mit einer Umklassierung an so einem BEP, das ist am Kader von der Extension von unserer Schule, wo wir das müssen machen, wo das Gebäude dann aber auf den Terrain, den also auch geheiert, empietiert, aber wo wir aber nicht richtig klassiert sind, für da eine Baugenehmigung auszustellen. An fir als Dolo fachgerecht den Dossier zu erklären, gebe ich dann nowend auch den Henning Nierbo begräßen, an noch Tanja natürlich als Tanja ist mir Service Urbanisme, ich meine, sie können dort zu all frohen Expertenmeinung dann auch so. Bei Henning wir könnten dann von Technik Predders mit der Präsentation aufhängen. Ja, schönen guten Abend. Das sind 3 separate Punkte, die haut oder de Jour stehen. Ich freue mich, hier ist ein Bild. So, so muss das passen. Der nächste Punkt ist eine Änderung vom PAG am Langefeld, das ist am Schulcampus. Und da geht es um CSIN, das heißt, ob den Start von der Prozedur vom PAG. An den Projekt vom Masterplan vom Schulcampus, wie den langfristig soll umgestaltet gehen, den kennt ihr sicher besser wie ich. An Haut redet sich am Anfang den Bau von dem Gebäude, beziehungsweise das mit den Kaderreglementär so passen, dass den Bau überhaupt legal möglich ist. Und du hast am Anfang ein bisschen das Problem gewirkt, dass den Bau so viel gesehen war, dass ein Eckelchen aber über das Limit vom PAG geht, von der Zone. An der wenigstens überhaupt die Änderung notwendig ist, für dass die Baugenehmigung auch konform ist. Und du hast mir am Anfang ein kleines Dossier ausgeschafft, für die Änderung zu machen. Und ursprünglich war auch durch, dass die ganze Fläche, gesagt, die Gesamtänderung, also wo den Abflussbereich von der PAGs-Änderung ist, oder ursprünglich auch durch war. Und du hast am Anfang die ganze Fläche, wo Gemeng proprietär ist, als gefroht gehen für du die Zone vom PAG zu ändern, von Wohnzonen an Zonen für öffentliche Nutzung, das ist die Bürofläche, und auch da den du kein PRP muss abstellen, weil das Gemenge Terrain ist, dass die Stadt das ungefroht gehen. Und wie das so immer ist, muss ihn auch beim Umweltministerium grundsätzlich aufrufen, ob das für sie an der Reihe ist oder ob ihn du muss Etude machen, also eine strategische Umweltprüfung. Und wir sind nicht davon ausgegangen, dass sich am Anfang nicht schrecklich viel ändert, an der wenigstens keine strategische Umweltprüfung muss gemacht gehen. Für allem, weil bei allen Baugenehmigungen her nur sowieso eine Naturschutzgenehmigung muss gefroht gehen. An der wenigstens hat mir das so angeregt. Und dann ist schlussendlich vom Ministerium aber ein Avis kommen, wo sie gesagt haben, nee, wenn die ganze Fläche soll geändert gehen, dann hätten sie aber gerne ein SUP am Detail. Und wenn ihnen aber nicht das, was für den Bau von dem Schulgebäude nötig ist, gegen Änderung, dann wird das aber auch kein Problem, das ohne SUP zu machen. Und wie das den Dossier aber soll gehen, und ob der Rest vielleicht auch noch nicht konkret geplant ist, das ist ja mehr langfristig, ist dann eine Decision geholt gehen, da den sich besser bei der PAGs-Änderung nimmen ob den Eck beschränkt, den auch
do fies keine große Auswirkung huet und es auch erlaubt, so eine schmulde Projekt do weiterzutreiben. Das heißt am Endeffekt, als nimmen den Eck lo, den an der Diskussion ist, das heißt, du geht das umgeändert an eng Blotzone für öffentliche Gebäude, und du hast dann den Kader reglementär, dass das nur die Kriterien vom Quartier existant auch gebaut gehen, wie Rest von der BPs, also vom Schulcampus auch. Das heißt, du hilft mir die die ZAD-Zone, also die Reservestatus ob, und dann auch, dass du kein PHP muss abgestaltet gehen, weil du ja den Quartier existant hast, und dann kann das Schulprojekt du mit der Änderung auch ohne Problem weitergehen. Und da das am Anfang nicht mehr eng Formalität will, ja vom Grundprinzip du nicht viel ändert, und die Teile dann an der Baugenehmigung sowieso müssen dezidiert gehen. Der Schemadirektor muss auch Licht geändert gehen, und das hängt mal dazu zusammen, dass das ursprünglich alles eng so ein nouveau Quartier ist, wo dann natürlich ein Schemadirektor viel leid, wie das sowieso als Reservezone war, sind du nimmen die Uschlösse auch sowieso deutlich gemacht gehen, also kein Detailkonzept. Das heißt, du geht auch nimmen die Ecto rausgeholt, das heißt, das hat auch keinen großen Impact drauf. Von der Prozedur hier sind wir ganz am Anfang, wie ich schon gesagt habe, also haut das Cäsin, wann dir du zustimmt, dann muss wie immer an den nächsten 15 eng öffentliche Sitzung gemacht gehen, wo die Bürger informiert gehen. Das Ganze wird auch publiziert, dann auf den Environnement und auch an die Planungskommission geschickt. Die haben dann viel mehr Zeit für hier ein Avis aufzugehen. Und dann kann am Anfang von Oktober an, also wenn du da wie in do sind, kann dann den definitive Vot geholt gehen. Du den 3 Minuten Zeit mit kann ich noch direkt machen, so dass am Anfang von der Logik hier spätestens am Januar 2026, wenn alles normal lief, dann auch kann den Dossier approviert gehen. So, wenn dir Fragen dazu hört, oder kann die auch gerne stellen? Komm rein froh. Ja, Serge van Schlift. Merci Henning für die Explikationen. Bei mir an sich just, dass wir an sich ein gut sagt, dass die Umweltetude, dass die nicht muss developiert, die wirklich so wie sie einst können gehen. Aber wir wollten aber froh, wie es mit den anderen Terrainen, die an Zukunft benutzt werden gehen. Sind du auch schon Etüden oder zumindest die erste Marche gemacht für Etüden, Umweltetüden an Pferd zu leden, oder ist das noch ein bisschen unhold an eng Etüden oder andere? Also im Moment haben wir noch nicht angefangen, die Tüns mal, das wird Nenning gesagt wird. Wir müssen ja Lofero kommen, die Mopo machen, für das wir können eine Baugenehmigung erstellen am Ende des Jahres, für das die Schule kann so gebaut wie so geplant ist. Am Juni nach einer Gespräche mit anderen Proprietären do, für ein bisschen zu gucken, wie wir eine Chantierinstallation machen. Und an dem Kader werden wir gucken, was wir von zusätzlichen Etüden da müssen machen. Merci mal dafür. Ich meine, das ist ja auch flott. Du hast gesagt, dass nach am Gespräch sieht mit anderen Proprietären für Terrain. Du hast ja einerseits die Terrain und Plateau Richtung Rue du Château, und andererseits die Hand der Schule Richtung Schädchen herab. Ich meine, das sind ja auch Sachen. Kann du so wie der Durchschau vielleicht Fero kommen sieht, oder? Ich meine, es sind nicht ganz viele Familien, mit denen du musst Kontakt abholen, dann die Familien, die da betroffen sind, mit denen sind wir am Gespräch. Und die haben noch immer ein E-Projekt, die haben mehr Projekte, dann wir gucken, dass irgendwie unter den Hut zu kriegen, also oft das so ein bisschen so, wenn wir uns bei allen Menschen gehen, das ist aber oft nicht so einfach. Aber wir gucken echt da einfach Etappe für Etappe für uns zu kommen. Mit Gesprächen sind konstruktiv. Ich meine, das ist ein guter Austausch, und das eben ein Geschenk vom Chef oder was ich auch bei den Familien, dass man dann für jeden die Lesung fanden, wo jeden dann da zufrieden und glücklich dann ist. Mit Gesprächen sind am Gang, wir sind am regelmäßigen Kontakt. Wir haben noch eine Instanzen mal an Boot geholt. Ich meine, wenn du misst viel Terrain kaufen, du soll ja dann noch aber Wohnungsbau hier kommen.
an du hast mein Joch zu Staat dann awer en Partner, den als du kann hëllefen, weil so Finanzstak mé dann awer net, dats ma all Land können kaufen. Mit die Gespräche am gangen am an nächsten Wochen Reunionen an, wenn man wüsste, was dabei rauskommt, dann informieren natürlich auch die Gemeinderat ganz direkt mehr. Da wirst du auch, dass das immer delikat ist. Und da sind man muss ganz vorsichtig sein, was den da sieht. Wenn sonst kein Froh mehr wären zu dem Punkt, da ging man über den Aufstudien 2 Punkten hängt ein bisschen zu summen, die kann man dann noch zusammen erklären, wenn wir stimmen alles einzeln auf. Weil da ging man einmal am Wort aufhängen, hat man Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Mit der Prokuration vom Nora, ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Mit der Prokuration vom Andy, ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Mam Schulzinger Prokuration, ja. Heinz Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Da kommen wir zu den anderen 2 Punkten, wo es da geht. Als Gemengen, als Bâtiment kommunal, an dann aber auch über den Artikel 25 von der Partei Krit vom PRG, an dann noch Donut Levé de la Protection patrimoniale, wie das mal so Projekt hier auf der Kirche Platz da wollen realisieren, muss ja das Gebäude, wo halt der Gische dran ist, muss aufgegraben gehen, da ist auch eine Protektion drauf. Ich meine, am Detail gehen wir an die Punkte ran, an den Handling oder eine Präsentation präpariert, dann geht das die nächste Erklärung. Merci. Ja, also den Projekt, den kennt ihr schon, weil du ja Cézine schon war. An nimmen pur Memoire, also wie den Claude gesagt hat, wo den Accueil dran ist, Gemengehaus, das muss wegkommen, dass das Projekt an der Form oder so ähnlich dann auch kann umgesetzt gehen, was dann Dorfkehr am Anfang zurückbehalten gehen ist. An du geht am Anfang nimmen, wo die Turquoise Umrandung ist, den Status vom Patrimoine abgehoben, sodass es ja nur auch kann aufgehabt gehen. Und das andere, was noch am Gespräch war, als am Anfang den Artikel 25, das war ja auf Basis von der Decision vom Tribunal, da den aber muss eine Möglichkeit vorgesehen an PRPs zu auch etwas, was den Inhalt angeht, kann machen, ohne dass den PRP muss abstellen, sodass wir da doch demnächst so mal angebaut haben. Und das gouf an der Prozedur auch an die Planungskommission geschickt, an die hun am Anfang die Beetpunkt auch positiv avisiert, sodass am Anfang die Suppression von dem Denkmalschutz, also das Abheben, dass das möglich ist, dass sie da nicht dagegen tun. Und auch was den Artikel 25 angeht, schwätzen sich auch positiv dafür aus, sodass du nicht mehr am Weg steht. Reklamationen goufen am Anfang auch kein. Sodass wir hier an der Präsentation oder an der Prozedur am definitive Vot ziehen. Und wenn das der Fall ist, dann wird das noch ein Kehr auf das Ministerium geschickt. Und sie haben dann vom Prinzip 3 Monate Zeit für die Approbation auch erst zu gehen. Wie das keine Reklamationen an der ersten Phase waren und auch so nicht mal so schnell geändert wird, als gar kein Anspruch mehr möglich beim Minister, sodass ihr ich nicht du könnt rechnen, dass spätestens auf 4 Monate das auch definitiv dann approbiert ist vom Ministerium. Wann du zu froh sind? Da kann man gleich zum nächsten Punkt übergehen. Und ich meine, das Wort noch. Man kann noch das Wort machen. Normalerweise von der Prozedur muss ich nur votieren, meine ich. Nee, ich hatte noch keine so, wir bestimmen über den Punkt auf, Okay. über den Punkt auf. Bon, Altmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Mit der Prokuration vom Nora, ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Mit der Prokuration vom Andy, ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Mam Schulzinger Prokuration, ja. Heinz Serge. Auch ja. Tyson Paul. Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Und danach den Punkt 2.3. Ja, den hast du bald selbst erklären. Also vom Prinzip sind es 2 verschiedene Prozeduren. An den PHP-Quartier existant geht dann am Anfang als auch publiziert gehen. Da waren auch keine Reklamationen da. An der LOAS von der Prozedur natürlich viel gesehen, dass der Gemeinderat das auch definitiv stimmt.
Und dann wird es auch noch ein Kehr an das Ministerium geschickt für die Approbation. Und hier ändert sich am Anfang mehr oder minder nur richtig auf Basis vom PAG den Plan de Reparage, wo dann auch die Haschür auf dem geschützten Gebäude abgehoben wird. An Ausgangslage hast du die PAG, dass die Stadt nur richtig am Anfang auch geändert. Und dann sind wir hier von der Prozedur am definitive Vote. Und die Delen richten sich dann um PAG, sodass das auch dann am August wird approbiert gehen vom Ministerium. Oder wären dann du noch frohen? Auch kein frohen. Also nicht Manning, vielmals merci. Ich hatte noch vergessen. Und Tanja auch, merci. Und dann ging wir über den Punkt aufstimmen, wann Schrift Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Frau Jerini Nora. Mit der Prokuration vom Nora, ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Mit der Prokuration vom Andy, ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Hein Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Welsch Nico. Ja. Merci. Da kommen wir zum dritten Punkt, Infrastruktur kommunal. Und da geht es um die Kreation der Logements supplémentaires, den Décompte und den präsentierten Sergers. Voilà, merci, guten Abend dann noch von mir. Adi, merci. Voilà, geht um Décompte vom Studio, den am Speicher vom Haus Bernard vis-à-vis von der Gemeinde aménagiert ging. Da war ein initialen Devis gestimmt von 381.64,90 €. Am Oktober Jahr hat man ein zusätzliches Devis gestimmt von 136.118,50 €. Wir hatten insgesamt Devis gestimmt von 534.183,40 € und Depense effektiv, wo alle Leute in der Banne sind, von den Rechnungen alleine bei 506.250,50 €. Also das ist wie gesagt gewährt für den Aménagement von dem Studio um letzte Stock, plus dann auch ein bisschen Aménagement exterieur, wo die Parkplätze beikommen sind, plus lokal Velo und lokal Pobel, die adaptiert sind. Wie ihr wisst, das Tuning auch verlohnt, im Kader von Logement abordable, das heißt, wir haben den Decompte gestimmt, wir sind am Gang für die Demande de Subside beim Ministerium du Logement zu machen, das ist ja gewusst, dass man am Anfang schon 82 da aménagiert hatten, dafür hat man auch Subside gekriegt. Nun muss man da beim Ministerium du Logement gucken, ob man da ein drittes Subside oder neue Subside für den dritten Aménagement kriegen und wie den berechnen kann. Ich meine, die Gespräche fangen an, auf Basis von dem heutigen Decompte, und dann haben wir schon auch Courant, inwiefern die Subsid kann oder wegen der höchste Subsidwert ausfallen. Voilà. Noch froh sind. Ja, sag schon. Das ist an sich kein Vormittel, das ist an sich unzumerken, dass wirklich erfolgreich neue Wohnraum konkret gehen an der Gemeinde. Und was nach ein Pluspunkt dabei ist, dass wirklich schon ein Elert Haus, was nachher kommt, revalorisiert gehen und kommt erhalten gehen. Das sind an sich die Hauptpunkte, die ihn dazu kann sagen. Merci. Ja, absolut. Das hast du gut gesagt. Das ist froh. Und da könnte man über den Punkt aufstimmen, wann ich Gift Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Frau Jerini Nora. Mit der Prokuration vom Nora, ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Mit der Prokuration vom Andy, ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Hein Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Welsch Nico. Ja. Merci. Da wenn wir beim Punkt 4, und da geht es um das Reglement, was das finanziell geht beim Development durable, bei der Nachhaltigkeit, und das gibt den Serge dann noch präsentieren. Voilà, wie gesagt, es geht um ein neues Reglement, was man Daniel Flies hauptsächlich ausgeschafft hat, über den finanziell kommunal am Domain vom Development durable und dem Adaptation au Changement climatique. Die Grundidee war ein bisschen für einerseits verschiedene Subsidien anzupassen, an andere neue heranzuführen, und wir wollten auch profitieren, für das alles zu harmonisieren, soweit es geht, und vor allem alles auf einem ähnlichen Reglement zusammenzufassen, das heißt, dass der Bürger den froh huet, wieviel etwa Subsid ha in der Gemeng méiglech ass, dat vu an engem Dokument all die Subside bei ne fënnt. Da mengge großen Exis fir den Daniel fir dat so zu Summe zu bauen, dat het alles bei ne passt. Ich mein, viele Erledigungen sie seite gin, méi lummer an Dokument wat
uniform ass an ich meine noch von Interview von der Kommission liest mein Schritt aus den Exil aber nicht schlecht gelungen. Wenn wir zu den Subsidien selber kommen, gehen davon nur 3 Rubriken, wo in der Schäde kann, das am Anfang die ersten Subsidien, das sind die Subsidien, die von der Gemeinde ausbezahlt gehen, die aber gebunden sind und ein Subsid vom Staat. Ich meine, das sind die Kategorien, die da hier im Slide gesieht. Das ist erstens alles das, was der Durabilität ist, der Energieansprüche für den am Hausbau. Do also so, dass mir das 35% gelos haben, aber der Plafond, die Federung bei 7.200 war, abgesetzt haben auf 10.000 €. Also da fängt dann alles drin, was energetische Sanierung ist, Photovoltaikanlagen. Da geht am Anfang der Plafond rob. Wir haben da ein bisschen mit der Statistik geguckt. Da waren auch oft das Projekt hauptsächlich von Projekten waren, die nicht nur eine Photovoltaik waren, aber wirklich eine energetische Sanierung, die relativ sehr auf dem Sei von den 7.200 € waren. Und dafür wollte man den Monat absetzen, weil das aber auch laut unserem Klimapaktbruder und auch dem Daniel Flies eben von den Hauptpunkten, als wie man keinen als ganz gemeng mehr in der umweltfreundlich gestalten, das eben dadurch, dass man die Allhäuser müssen mehr saniert kriegen. Habe ich automatisch die Tendenz, dass die Mischhäuser einfach aufgerappt gehen und neu gebaut gehen. Weil dann bei den Bornen, da hat man mal viel runde Subsid von 50% mit einem Maximum von 825 €. Den haben wir angepasst, dass das im Fond identisch ist wie bei dem anderen. Doch 30% sind, das sind 500 €. Das ist eigentlich das Beste. Wir haben aber auch durch Statistik geguckt, sind ganz viel von den Subsidien, die wir in den letzten Jahren ausbezahlt haben, die waren nie bis auf den, also die waren an den Gegenden von den 500 €, sodass das dann von keinen großen Impact ist, mit das von einer Harmonisation. Und da haben wir das doch nicht direkt in Kraft getreten, das tritt am reicht ab 1. Januar in Kraft, das ist der Titel für die Lohner an Kuras, der dann kann machen, und dem alten Reglement, dass der dann an Connaissance de Cause ab dem 1. Januar 2026 gelten. Und dann bei den Kollekteur de Pluie, da ist dann von genau nämlich geblieben, da sind wir so verblieben, wie wir bislang waren. Ich meine, bei den Subsidien und insgesamt, das doch hat viele der Kondukteur, gilt immer auf die Habitation, das ist das nicht für Kommerz in den Betrieb, das ist immer für den Wohnraum, und das hat sich immer, das Wohnding muss zu schützen sein. Das ist, du hast nicht auf Personen bezogen, mit das Haus, wo die Installationen gemacht gehen, muss im Territorium von der Gemeinde schützen sein. Dann die zweite Kategorie, das sind am Anfang Finanzieren, die nicht gebunden sind an den Subsid. Einerseits vielleicht das Subsid vom Staat weggefallen ist oder weil der Staat einfach gar kein Subsid gibt, aber wir wollen ein Subsid gehen oder in der Vergangenheit schon ein Subsid gehen. An der Tisch geht am Anfang das Subsid oder den Mont oder die 50%, die da überall sind, die gehen immer gerechnet per Rapport zum Coût von der Rechnung auch TVA. Voilà, du hast dann bei den Vëloen aus der Subsidie am Anfang beim Staat weggefallen, die haben wir den beibehalten, dass wir am Anfang weiter so, wir geben 50% beile bis zu 300 €. Und da haben wir dann auch notamment in der Suite von der Mavi von der Umweltkommission dezidiert für auch das Remplacement von der Batterie von einem Elektrovelo zu subventionieren, auch mit 50% bis zum Monat von 200 €. Und das gilt immer für eine Periode von 5 Jahren zwischen so Rechnungen. Aber doch neu als Fedro war immer, dass das limitiert war am Anfang auf 2 Veloen pro Ménage, und da haben wir dann am Anfang abgehoben, dass am Anfang nur pro so viele Leute wie an dem Ménage angemeldet sind. Bei der Protection und Kontrolle en cas d'inondation, das ist dynamische Subsid in der Sonne verändert blieben. Da muss ich noch sagen, dass wir seitdem den angefolgt gehen, dass insgesamt Menschen mit 2 oder 3 Demanden hatten. Voilà, das ist ein Subsid, den angefordert ging, das war die Problematik, aber damals bei Nimmerschwemmungen ganz groß war. Ich meine, wie von der Umweltkommission sieht auch klar, das nicht für den Problem zu verschieben, dadurch, dass man Barrieren am Anfang bauen müssen. Wir mussten die ganzen Überschwemmungsmanagement und Rehwassermanagement betreut sein. Ich meine, da sind wir an der W. Ich meine, Kinivral eine Rehwasserachse gelöst, neue Reservoire gebaut. Wir sind auch mit der Renaturierung. Sie Projekte in NRW, natürlich von Natur und Umwelt, wir sind aus dem bewusst, und dafür haben wir da von keine Adaptation gemacht. Da war eine ganz Neuerung, also wo auch man mengen, dass wir eine von den ersten Gemeinden sind am Land, die das nachfeiern, das ist eben das Subsid für eine Transformation von einem Dach oder einer Fassade für die zu begrünen. Da geht es nicht um neue Fassaden, neue Häuser, die gebaut gehen, die dann eine Dachbegrünung machen und eine Fassadenbegrünung machen. Hier geht es wirklich um Projekte, die
Haut Kieseldach hun oder wie auch immer an die dann desideiere fir enge Begründung zu machen. Dat das Projekt den am Anfang ausgeschafft gin vom SIA ist natürlich doch die ganz Dispositionen, die du gesehen am Reglement, die Kriterien, die sie vom SIA selbst geschafft, also auch hier Propos sie noch die Monto und du proposiert ich mein, sie sind Experten an dem Domain so mir den Anfang von hinnen überholl. Voilà. Da muss man ein bisschen gucken, wann die echten Monten da kommen, inwiefern die Säuen, die du ugedurcht sind, die 50 € pro Meter Carré mit einem Maximum von 10.000 €, inwiefern das der Realität entspricht. Voilà. Der Komposteur individuell ist nämlich geblieben und dabei den Appareil ménager, du hast am Anfang die große Neuerung, dass wir auch die Reparationen wollen subventionieren, das heißt bei der Akquisition bleibt es nämlich. Aber den Reparationen gibt es am Anfang auch Subside, das normalerweise so, und wenn den Apparat, den repariert soll gehen, schon ob man eine gewisse Energieklasse erhöht, dass man da noch subventionieren, dass die Reparatur bis zu 50% mit einem Maximum von 200 € kann von der Gemeinde subventioniert gehen. Voilà, und dann können eine letzte Kategorie, das sind Finanziären, die nicht nur Subsid gebunden, vom Staat gebunden sind, auch noch nicht an eine Rechnung für sich gebunden sind, mehr weil dann vom Montant forfaitäre sind oder immer waren. Das war die 50 € für eine Pompe de Circulation. Und dann haben wir angefordert, für Subsid zu gehen, wann notamment Coproprietäten, Residenzen, mehr auch Familienhäuser, die Materialnotbarschaft wollen, soit eine Autokonsommation kollektiv lokal machen oder eben eine Communauté énergétique lokal wollen gründen und sie die administrativ die Marschen do machen und sicher das kein Coût, also muss ich schon mal den Demande bei der Kreos machen oder mit einem Prestataire machen oder bei einem Strombetreiber machen, das hat keinen direkten Coût für die Leute, außer dass da was an relativen administrativen Aufwand das an der eine Gestion muss gemacht für die Verrechnungen an den verschiedenen Partizipanten von der vom Autoportage, vom Groupement d'Autoportage. Dafür wollten wir das unterstützen und dafür haben wir die neue Subsid angefordert, was dann 200 € wäre für die Autokonsommation kollektiv lokal und 300 € für die Communauté énergétique lokal. Aber wie gesagt, da geht das hauptsächlich Strom auch für die Residenzen, die aber öfters größere Dachflächen haben, für die zu animieren, für da auf ein Projekt Photovoltaik zu gehen und dann tun wir da so ein Communauté énergétique zu gründen, wo dann alle Bewohner von der Residenz kann davon profitieren und dadurch dann noch mehr. Und klar, als wahrscheinlich für den Investor, der da steht, zu unterstützen. Voilà, ich meine, das war ein bisschen den Tour. Bon, dann sind noch verschiedene Dispositionen dabei, ich meine, Protection des Données, aber dann noch kein so bei dem Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, du hast das effektiv so, weil du ein bisschen Know-how musst haben, ob das dem entspricht, wie das soll machen. Ich meine, es sind verschiedene Kriterien, dass den soll hauptsächlich auf indigenen Pflanzen zurückgreifen. Und du hast eben explizit vorgesehen am Reglement, und da bitte sie also auch dass sie als das kontrolliert, die Offeren, die da rankommen oder die Demanden, die da rankommen, ob das doch dem entspricht. Dat die nohaltschen Zweck den soll erfüllen auch effektiv dingen ass und du hast am Anfang dann explizit vorgesehen, dass die Demand muss kontrasigniert gi von engem Conseil von der Station Biologique von dem SIAS. Voilà, ich gebe so ein bisschen eine Tour von den Subsidien, die gemacht sind. Ich meine, dann hat die zwei Avis von der Finanzkommission hat man gefordert von der Umweltkommission. Die Finanzkommission weist darauf hin, dass man im Monat, ich meine, wir hatten 200.000 €, das ist ja viel gesehen, für alle Subsidien am Umweltbereich. Dat dem Monat vielleicht ein bisschen niedrig gesagt, dass wir waren als das bewusst. Wir sind da ein bisschen tributär, weil recht da, wenn der Staat ausbezahlt, kann die Leute bei uns ihre Subsidien freuen. Wir wissen, dass wir immens viel Demanden haben für Photovoltaik. Ich meine, auch Haut, als du noch immer am Gang der Monat zu unterschreiben, noch von den Subsidien vom Staat bis hochgegangen ist. Wir wissen eben nicht, wie viel Dekalage die so immer kommen. Wir sind uns dieser bewusst. Im Moment hat man letztes Jahr Subsidien ausbezahlt für 142.823 €. Das ist immer ein bisschen 8.000 €, die wir mal drüber holen, 2025. Und aktuell haben wir bis Ende April 144.000 € schon Subsidien das Jahr ausbezahlt. Und dafür werden wir auch mich später oder du Jour einen neuen Artikel gründen, den extra gegründet ging, als für das Reglement angepasst, wo wir auch 200.000 € vorgesehen haben, das heißt, dass wir das Jahr
schon bis über 400.000 Euro vorgesehen haben. Das ist gut möglich, dass der doch noch immer nicht durchgeht. Wir haben noch einen Überschuss von über 2 Millionen aktuell und dann muss man gegebenenfalls im September denken, wenn wir die Budget rektifizieren, Entlucht setzen, für dann uns passen. Ich meine, das ist ja einfach gut, wenn wir die Summen investieren, weil das weißt du, dass als Bürger sich einfach engagieren an der energetischen Transition. Zum Avis von der Umweltkommission, ich meine, da sind wir aber eine ganze Reihe Ideen von ihnen angegangen, notamment bei der Reparatur, Zuschausung von den Batterien, von den Veloen oder von den E-Biken. Aber sie hat gefragt, für bei den Inundationen die Subsidien abzusetzen von 1000 auf 2000. Das tun wir noch nicht umgesetzt, weil wir aber, wie gesagt, ganz wenig Mann an dem Bereich schon an die Rechnungen auch nicht so hoch waren, die wir bislang gesehen haben, sodass man meint, das nicht müssten anzufahren. Wie gesagt, bei der Dachbegrünung, da haben wir uns ein bisschen um das gehalten, was als Experten vom SIAS geraten haben, noch für den Monat oder zurückbehalten. Und dann hatten sie viel geschlagen, eben bei der Groupement Energetik, für die abzusetzen um 200, 300 Euro, das haben wir dementsprechend umgesetzt. Voilà, ich meine, das war ein Tour. Ja, merci Serge für all die Informationen. Ich meine, große Fehler, dass auch da alles an engem Reglement steht. Ja? Du kannst mit engem Reglement alle gute Informationen da kriegen. Das war uns auch wichtig. Das war am Anfang nicht so evident, dass man das gegen Male gemacht haben. Ich meine, das ist flott für als Bürger da draußen, dass es dann ein gemeinsames Reglement fanden. Und dann wird die Community Energetik geht. Ich meine, du Serge hat gesagt, ein Incentive, also einfach, dass ich mal auch mit der Thematik beschäftigt. An dann Krämerfleisch Energiekommunitéit, wo en dann se Strom kann zu engem méi favorablen Tarif erkäfen, an den anderen Fläch méi favorablen Tarif krit, wie wann dat net speist, an dann huet jo och jeetréen Apps davon. Voilà, ginn sos nach froen Zerchfanschlift. Ja, wir begrüßen natürlich, dass der Chefrat bei der Initiative hin, die mir letztes Jahr für der Sommervakanz formuliert hatten, die unterschiedlichen Reglemente an ihr Reglement zu Summe fasst. Da sind ein paar Sachen, wenn in die einzelnen Kapiteln guckt, da gibt es ja alkiesriert, schon noch ein Beispiel am Kapitel 5 zum Beispiel, Artikel 3, der Satz von den auch an anderen Artikeln, dass die Aide financière sich just op eng Keier une seule fois par installation et par site referiert. Für wat net einfach dat so ersetzen, weil Gi am Fongol Subside vun der Gemenge ausbezölt van der Staat e Subsid gëtt an wann dann Leiit beim Environnement fir irgend eng Neinstallation, energetisch Neinstallation, ein Subsidium frohen, und sie kriegen die auch genehmigt, dann soll den auch im Moment an der Gemeinde weiter ausbezahlt gehen. Und wenn ihn aber den Satz da richtig wortwörtlich hält, une seule fois par installation et par site, ich denke, dass Minister das ja schon aufweihen, ob die Demande recevable ist für ein Subsid. Ich denke, das soll der vielleicht noch an ihrem Reglement gucken, an wie das kindern das formulieren. Aber die andere Sache, das Absetzen von den 7200 auf 10, das ist ja an sich auch eine gute Sache. Das Herr schon Lofedun erklärt, dass es ja nicht nur lang für Photovoltaik, sondern auch für energetische Revalorisationen an den Häusern. Aber ich gehe aber spezifisch auf Photovoltaik anlernen an, das an sich so, dass die Seuil von 10.000 Euro, das gilt ja am Fongol nicht für Großanlagen. Und ich meine, die meisten Familienhäuser, die meisten Leute aus der Gemeinde, die haben ja echt Kleinanlagen. Und wenn die Säule abgesagt wird, davon profitieren dann im Prinzip davon, die sich auch groß Photovoltaikanlagen leisten. Ich meine, das könnt ihr auch ausrechnen. Und da sind wir
natürlich auch der Meinung, dass wie man das ja auch schon letztes Jahr gesagt hatten, die Subvention dann aber von 30% auf 50% abzusetzen. Man guckt ja am Fongol ganz oft, wie die Gemengen da immer sich verhalten. Und muss ich ja das heute noch gucken, der Boom mit der Photovoltaik dann lernen, als ja auch wahrscheinlich irgendwann ein Jahr rüber. Das heißt, von da aus geht die Kastpunkt für die Gemeinde geht schon natürlich dem Moment auch auf. Und dann ein Letzter, ein Zweitletzter zu dem Punkt, wir vermissen am Reglement an sich die Subvention für die Betriebe. Von Betriebe in Audit machen von einer energetischer Sanierung von ihrem Betrieb, den ist aktuell auf 3.000 €. Und schon den aber nicht direkt am Reglement rumfand. Ich denke, das sollte vielleicht gucken, für das nachzuholen, weil wenn den Titel von der Deliberation ja hält, Deliberation limitiert sich schon nicht nur auf Privatleute, sonst gibt das schon dran stehen. Also geht doch für uns Betriebe an der Industriezone, respektive sonst an der Gemeinde. Das waren nur mal die Echtpunkte. Ich kann dann nur noch etwas raus, noch etwas sagen, das zum Beispiel von der Umweltkommission. Ich denke, dass ihr auch für ein Avis, ein ROI, der Reglement d'ordre intern, auch maßgebend ist, oder nicht? Von einer Kommission ein Avis rausgeht, dann ist ein ROI ja auch maßgebend dafür. Das ist für eine Deliberation. Quasi eine Deliberation. Aber ja, das ist an sich so, wenn der präsenzlich guckt, ich kann es gerne checken, an der Reunion, wo den Avis entstanden ist, waren 5 von 11 Leute präsent. Also waren sie nicht gemäß dem Artikel, les commissions, l'article 3 vom Règlement d'ordre interne, les commissions ne peuvent délibérer que si plus que la moitié des membres sont présents en présentiel ou par visioconférence. Das gilt, das nämlich, man nur eine Parenthese auf, ich will auch keine Polemik abtreiben. Das nämlich gilt für einen Rapport, den sie von ihrer Versammlung den 27. März gemacht haben. Da haben sie auch eine Decision geholt, die zwar laut dem Reglement d'ordre intern richtig ist, aber auch warum nicht mehr wie Talschicht von den Membern aus der Kommission präsent. Also war die auch nicht recevabel. Das war am Anfang äußere Marken. Und dann noch eine Frage, ich denke, das ist dafür der Serge. Geht schon am nächsten Punkt geht schon den neuen Artikel 4 gesehen. Den Hannen, den 91.001, okay. Was geschieht mit dem alten Artikel, mit dem 91.003? Da sind auch 200.000 € am Budget 4 gesehen. Aber das war an sich als Wortmeldung an dem Kader von den Subventionen, ich will wirklich so, und das ist ein ganz guter Arbeit, die da gemacht wird. Aber wir sind ja schließlich auch da als Conseiller, für das Ganze ein bisschen kritisch zu betrachten, als wir dazu aufgehen. Merci mal dafür. Ja, merci für die Remarken, willst du für dich anfangen? Ja, also für die erste Remarque, die Installation per Site, ja, das ist nicht ganz unrecht, aber das ist ein bisschen noch überholt, nicht gestimmt an den anderen Reglementen immer dran. Wir hatten noch darüber eine Diskussion, ob ich das sollten wiederholen. Wir haben gemeint, wäre besser, zu schreiben, nicht weiß ich nie, wo die Kreativität immer von den Leuten hingeht, oder die einfach heißen, die immer mal rumwirseln. Dafür geben wir mal direkt mal ein den anderen Reglementen so viel gesehen. Wir hatten noch jemand darüber gesprochen, für das überall den Satz enker zu schreiben, und dann geht dann nicht, weil der den der Habitation ist, dann den der Installation, der dann sind Travo. Dafür haben wir da ein bisschen abgespielt auf die verschiedenen Artikeln. Und wir geben noch dafür proposieren, dass man los wie dran ist. Kein Fleisch sind das mehr restriktiv als
wie die Staat mich mengen net schmengen das sieht freien den einen Froken für die Staat auch he Subsid kriegt an Menge Schnitt kann sehen dass die méi Subsidien op der enger oder op der Seite kann kreen. Diskussion vun der PV-Anlagen die 7200 dat just fir die Großdierscher als Jahr kann ich so gesehen sehr geguckt sind aber en ganz Reidemanten die op dem See wiederkommen sind an schmengen war auch net extra dat man die Se opgesagt fir PV-Anlagen mit Münner weg gesinn dat man hanst du 2-3 Proprietären hatten die wirklich viel energetisch ernäher tun wo die Plattform wirklich direkt d'office errecht dass nur Schweiz man net als PV nachkommen also wann vun Isolationsschweiz weiter sofort dafür dat war ein Hauptgedanke fir op die 10.000 Euro rob zu go PV-Anlagen de Subsid opsetzen an de Prozent da schmengen du as auch den Näher fließt den als immer seht dat ass net neidech well die Subsidien an den Ausspeisungstarifern habt der studech dass der haut dort Konsumationun selber kanns machen ass dat so rentabel, dat den eng VV-Anlage mcht, dat net nach muss zusätzlich subsidiert gin an das am op den wie hin, wo man gesot mir gefen dat net wieéiere fir die Tendenz op zu gun. Ich mein, gëtt eng opsch gemeng, die huet mir en hegen to. Mich mengen dat aber eng von den Enschen am Land gëtt nach eng anders schmeng nach mir en hegen to. Mich mengen mit einer war hainer eng en ganz guter Platz an dofir her wat man dat am Fong bewusst déiert fir den to bei den 30% ze losen. Dann übersprangfleische Punkte wie ich schon direkt beim Budget also so den Artikel die bleibt bestehen also Höhe haut schon wie ich gesagt 140.000 oder 140.000 Euro auf den Artikel gebucht hat. Hier den Artikel wird auch ganz abgebraucht und dann also hier gesehen dass den Artikel dann dono kloturiert geht. Ich meine soll ich noch extraordinäre Artikel nicht Jahren weiterfeieren der Tisch die geht ganz abgebraucht bisschen so viel Demande wie man noch drauf gebucht kriegen und dann ab aufgefangen dann den neuen Artikel umzulaufen und die soll dann noch für die nächsten Jahren den relevanten Referenzartikel sind für die dritten Subsidien. Und der Claude weiß bestimmt noch den dritten Punkt. Den Audit von den Betrieben, der steht nicht an dem Reglement dran, weil das Reglement sich auf Logement bezieht. Und da hat ein separates Reglement aus von 2016, würde ich aber nicht gerne. Also Betrieb, den sein Audit machen, kriegt auch immer die Subventionen, wie sie steht effektiv lo. Nicht an dem Reglement, weil man Logementer fokussiert tun. Okay, merci. Da kind ihr vielleicht an der Deliberation so und das für Logement raus. Für Privatleute. Das ist nur eine Idee für kein, wie du sagst, steht nicht, dass wir Leute mit Fantasie auftauchen an modernere Geschichte kommen. Voilà, zu der Geschichte von der Kommission, ich meine, also wie eine Deliberation. Wir wollen ja, dass Kommissionen gut funktionieren, konstruktiv funktionieren, den ROI gëtt, da steht doch dran, wann in 3 Monate da wäre, müssen am Anfang Rasat gehen, das haben wir auch noch nicht so alle Letter appliziert. Wenn es Kommissionen gibt, wo der Arbeit nicht funktioniert, dann mengen wir so ein ROI ganz bestimmt wertvoll. Wir sind wir erst an einer konstruktiven Approche an mit frohen Kommissionen für Reservien zu stellen. Wir haben noch bei einer Kommission schon Avis gekriegt, wo ihn genau weiß, du hast dann am Anfang den sich dummer beschäftigt und Navi schreibt. Also ich meine, Kommissionen machen eine gute Arbeit, wir sollen die unterstützen. Ich meine, wir sind am Anfang denke ich, Member von der Kommission invitieren, noch präsent zu sein. Wenn Reunionen sind, es gibt ja auch die Tasche schmeuern, das doch annimmt, für eure Distanz und eine Reunion teilzuholen. Das meine ich, müssen Appell sein, auf den Rest meine ich, von der Kommission Navi schreiben. Da sollte man den so akzeptieren wie nass. Wir sind noch nicht immer der Meinung, wir werden noch bei anderen Decisionen gesehen, dass auch, man hat doch gleich schon denken, dass eine Kommission wie schreibt, an die möchte man bestimmt Gewissen an erkennen vom Dossier, mit dass da war einzelne Elemente gehen, die euch so dann einfach dazu bewegen, euer Besonderes zu proposieren. Also ich meine, Navi ist wichtig, sind oft ganz gute Argumente dran. Und ich meine, das darüber, wo wir sollen vielleicht basieren. Voilà, wenn wir sonst noch froh sind. Ja, Serge. Ja gut, ich bleibe bei der Umweltkommission. Ich finde an sich, du hast gesagt, sie wirklich Kommissionen, die einen ganz gut Arbeit machen, das ist ganz klar. Eine Kommission, die fällt oder steht man Präsident, das ist auch ganz klar, wie das generell dabei ist, als mit Vereinen, mit allem. Und ich meine, ich hatte schon gesagt, wenn ein Lo die Präsenz löschen ein bisschen durchgeht, da wird vielleicht eine Idee. Wir hatten schon ein an der letzten Legislaturperiode
eng Umweltkommission, do war Klimateam mat dran an noch Naturteam an mir gifen enke proposéiere fir Klimateam an d'Umweltkommission vielleicht fusionieren an Naturteam as eng Sach wat separat muss bleiwen. Dat fir an sech als Propos. Und da wär der gesinn, da gift dat ganz schon besser funktionieren. Ja, just das Topdelung, wie man se haut tun, dat war keine Idee, die Reihe aus dem Gemenge oder aus dem Schäferrot kommers. Dat war eng Idee, die von der Basis opkommers, fir dat so opzudeelen, dats eben eng Umweltkommission echtter administrativer Sichter awie gëtt an Naturteam an Klimapaktteam Eichter die sind die aktiv Terra sind mir merken effektiv an der Praxis dat net so funktioniert, die meist dat firstalt hatten, dass auch ein Naturteam an ein Klimapaktteam sech net immer so ugesprach viele no der Reunion, wo sie viel gut Ideen hatten, da noch zu helfen, dat umzusetzen an ein bisschen aktiv zu sind, dat so viel Diskussionen die man hun, dann Marie wackelt man Kap, wo werde schwätzen, wir müssen in Zukunft gucken, wie man dat ernstcht mit dynamisch kräen an ernstcht animéieren, méi wann man so einfach zu summeschlo, dann man nach méi Leiit nach méi grosse Gremium, weil dat se net dieselbe Leut. Und ich meine, das geht dann aber nach mir kompliziert. Dass man da ein kleines Problem hat, das ist richtig, aber man muss darüber nachdenken, wie man das verbessern können. Voilà, wenn wir sonst kein Problem haben, dann gehen wir mit dem Punkt aufstimmen, wenn ich gift Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Fogerini Nora, Mit der Prokuration vom Nora, ja. Kaufmann Jamp, Ja. Kaiser Andy, Mit der Prokuration vom Andy, ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Mam Julesinger Prokuration, ja. Karin Serge, Ja. Traisen Paul, Ja. Welch Nico. Ja. Merci. Dann hätten wir die Konfirmation von zwei Verkehrsreglementer, die am Dossier suchen. Da geht es eigentlich um die Arbeit von der Post, wo zwischen den Häusern 37 bis 69 auf der Hauptstraße eine Signalisation lumineuse, also ein Rot abgestaltet wird. Und die andere Twittersruf gesagt wird, an noch ein Redressement eventuell gezeichnet ist. Aber bei dem anderen Reglement geht es um Erbechte von einem Entrepreneur. Die richtige Seite, auf der 166 Rue Principal, wo da ein Haus aufgeraubt wird und wo dann noch die Straße verengt ist. Nur zu frohen, war nicht. Da könnte man über die Konfirmation aufstimmen. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Fogerini Nora, Mit der Prokuration vom Nora, ja. Kaufmann Jamp, Ja. Kaiser Andy, Mit der Prokuration vom Andy, ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Mam Julesinger Prokuration, ja. Train Serge, Ja. Traisen Paul, Ja. Welch Nico. Ja. Merci. Da wären wir beim Punkt 5, haben wir schon kurz zugeschnitten. Serge, ist ein Wort dazu. Ja, voilà, also wie ich schon gesagt, geht es für einen Artikel zu schaffen für ein paar prozedurale Reglementen. An Artikel 40 gesehen, wo man das Jahr von 200.000 € vorgesehen an wieder aus der Deliberation gesehen, dass der Montant, der Budget auch da, weil man dann aber aktuell nach 2,3 Millionen rund Überschuss da haben für den Budget des Artikels alimentieren. Sind nur noch froh. Nee, ich meine, man hatte schon genug darüber diskutiert. Da stimmt man auf. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Fogerini Nora, Mit der Prokuration vom Nora, ja. Kaufmann Jamp, Ja. Kaiser Andy, Mit der Prokuration vom Andy, ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Mam Julesinger Prokuration, ja. Train Serge, Ja. Traisen Paul, Ja. Welch Nico. Ja. Merci. Immer bei der Punkt 6, bisschen mehr lange Punkt. Fängt man rum am 6.1. Das Decision für ein Terrain den Hauptdomain publik klassiert, das den an Domain privé von der Gemeinde Schötter zu klassieren, für das wir können tauschen. Ich meine, ihr wisst, um was es geht. Das ist am Kader vom PHP an der 8 nach, wo wir mit dem Promoteur eben das ausgemerkt haben. Ich meine, den Dossier hat man schon ein paar Mal am Gemeinderat. Detailer müssten bekannt sein. Hier geht es um die Parkplätze, die da am öffentlichen Raum sind, was da noch am Anfang D'entrée sind eigentlich zu den Häusern, zu der Residenz, die da gebaut gehen. Auf der anderen Seite kriegt die Gemeinde dann noch, auf der anderen Seite Parkplätze, die von
Promoteur kauft gesinn, die krämer dann rëm, dat hicht kommen rëm Parkplatzen an den öffentliche Raum zurück. Und dann gëtt den Terra eben getauscht, 1 zu 1 mat Wiss, die an den PHP do auch dran ist. Voilà. Den allerweis die 2 Stecker, das wisst ihr, die kriegen mehr da. An Vierlandstroß gëtten die öffentlichen Parkplätze, wie ich gerade gesagt habe, gehören dann zu den Parzellen, die viabilisiert gehen. Keine tut so frohen. Kein frohen. Dann könnte man direkt über den Punkt aufstimmen. Altman Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Mit der Prokuration vom Nora, ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Mit der Prokuration vom Andy, ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Voilà, da kommen wir zum Échange, den an dieselbe Parzelle nur geht, den aller hat gewiesen, wie das mal umklassiert tun an Moment privé von der Gemeinde können wir dann noch den Échange machen. Das sind Präkonditionen, für das dann die PHP auch kann ragerecht gehen. Wir gehen davon aus, dass das vielleicht schon an der nächsten Sitzung ist, also das müsste relativ schützig gehen. Sind du so froh? Da können wir direkt zum Wort kommen. Altman Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Mit der Prokuration vom Nora, ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Mit der Prokuration vom Andy, ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. An Welsch Nico. Ja. Merci. Dann haben wir den nächsten Punkt 6.3. Da also PHP gemacht gehen an der Letzterbauer Straße zu Straßisch an ich meine wir haben da Schloss gewarnt, da die Infrastruktur genau Straßen neu gemacht, du hast nach zur Racklage an der Rue Luxemburg gemacht, an die Arbeiten lokal aufgeschlossen gehen. Und es wird dann noch Zeit, dass wir mit dem PHP da zu Ende kommen. Und da war eben noch ausgemerkt gehen, dass am Kader von PHP eine Verkehrsinsel müsste gebaut gehen für die Verkehrsberuhigung. Das müsste vom Promoteur bezahlt gehen. Und noch den Terrain, den dazu gehört, muss dann aufgetreten gehen, dann Domain Public von der Gemeinde. Und dafür hat der Promoteur eben die Möglichkeit, für den Lotissement so zu bauen, wie es heute gebaut ist. Das darf ich nicht vergessen, weil da war am Anfang gar nicht vorgesehen, dass da praktisch ein Parallelstraße zum CR käme, was aus sicherheitstechnischen Gründen bedingt gewesen wäre, was aber für die Urbanisation nicht optimal gewesen wäre. Und also in Verkehrssicherheit durch die Verkehrsinsel da hergestellt. Voilà, das sind die 2 kleinen Parzellen, die dann Gemeinden aufgetreten gehen, ein in R auf 45 Cent Jahre und ein in R an 20 Cent Jahre. Sind du frohen? Auch kein frohen. Da können wir über den Punkt aufstimmen, wann ich gibt. Altman Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Mit der Prokuration vom Nora, ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Mit der Prokuration vom Andy, ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Voilà, dann kommen wir bei den nächsten. Nach der Wand zu Münzbüsch an der Rue Principale. Das ist den Akt, wo man mit der Familie Steffen am Anfang eins gesehen für von ihrem Stück ein Parzell aufzutrennen, wo man können dann später den Verbindungsweg bauen, wo man ja eigentlich die Autorisation vom Umweltministerium haben, mit die ihr seht, der muss kompensieren, die habe ich dann sind übrigens auch gemerkt gehen. Und da muss er 5 Jahre lang warten, dann gucken, ob die Kompensationsmesure gegriffen, da können wir bauen, da haben wir ja Recours gracieux gemacht. Und darum haben wir aber noch keine Antwort gekriegt, sodass wir gegangen sind, zu überlegen, die nächsten Schritte zu machen, dass wir aber den Weg können bauen. Zu der Parzelle gehört, da war noch ein kleiner Eck dabei, wo die Familie dann noch gefragt hat, dass wir die so auch
aufkaufen und schmengen das könnte also ein bisschen entgängt, weil wir auch da noch andere Projekte haben, auf der Platz, die dann aménagiert geht, soll auch an dem Sicherheitsturm vielleicht irgendwie etwas Neuartiges kommen. Also das passt irgendwie an Konzept. Der Preis kann da schon, wir hatten den Kompromiss auch schon am Gemeinde wurden, hier ist dann eigentlich so den Akt, wo wir mal noch zur Summe sitzen. An den Akt gemacht haben für den Preis von 72.700 Euro. Sind da noch froh? Paul, ja. Ja, damit just kurz ein froh, können du vielleicht erklären, lo ein Nummer Velosfee oder Fußgänger während der Industriezone, du stehst ja nach verschiedenen Sachen, also etwas von der CRL, Gasstation, wie der nur die Trasse mal für da ranzugehen. Ja, das muss lo geplant gehen, dafür ist es gut, dass wir eben das Stecktor nach holen und dass die Erbischen lo kommen, mal Stroß mal. Normalerweise müsst ihr die Mittelspannungsporto, die müssen noch können wegholen, ne? Da ist ja nicht mit drauf. Am Moment sind nach am Turm, aus nach einem Trafo, den nach Betriebe geht, wir können auch den Turm dann nicht umbauen, noch da warten wir jetzt nach der oben auf der Retour, was für eine Lesung der Angebäude gibt, da muss man, die Planung ist dann durchgeschlossen, muss man im Gespräch bleiben, für zu gucken, wie wir das optimal aménagieren. Aber dafür, wie gesagt, das ist schon gut, dass man auch über den Ekto können fahren. Ich weiß nicht, ob das noch so geht oder weiter geht, aber auf jeden Fall als Platz mal da. Das kannst man Velo da noch rauffahren. Wenn du nicht vom Velo raufklammen, dann hast du schon nicht mehr dasselbe. Okay, Sonst noch merci. Da könnte man hier auch schon aufstimmen. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Mit der Prokuration vom Nora, ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Nagelan Marie. Ja. Georges Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Hein Serge. Ja. Heisen Paul. Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Dann sind wir beim nächsten Punkt, wo dem, das ist schon eine Seite 4, wo dem ein Droit de Präemption geht. Nee, der Akte Vente für auf Roland an Hilfsgehülle an Holenberg, also das sind noch die Emprisen, die man schon hier hatte, wo dann lo den Akte Vente am Dossier ist. Den allerweise ist das sind die Streifen oder CR, wo Demos wie den an 3 gemacht gehen, als eben die Emprisen do gebraucht sind und Leute da unterschrieben hatten, heißt dann mit der Familie Hoffmann und er wird dann geht dann noch drum für den Akte Vente aufzustimmen. Ich meine, das sind dann Preise, die do bezahlt gehen. Und hier war dann den Akt von einem Gesamtmonat von 724,5 Euro. Sind du noch froh? Kein frohen. Da können wir über den aufstimmen. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Mit der Prokuration vom Nora, ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Mit der Prokuration vom Andy, ja. Nagelan Marie. Ja. Georges Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Hein Serge. Ja. Heisen Paul. Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Und dann der nächste Punkt, da kann ich ein Luft holen, das als Häuser an der Rue de Jardin, und das kriegen wir vom Serge präsentiert. Merci. Voilà, wie Claude gesagt hat, geht um die Feierhäuser an der Rue de Jardin oder habt ihr Ent. Voilà, diese Häuser sind ja von der Gemeinde gehen sie gebaut aus Maître d'ouvrage und sind aber gedurcht für dann wird irgendwie also ein Wand an Etat futur der Chef mal verkauft zu gehen. Da hat mir nicht einen Appell de Kandidatur, da waren 11 Kandidaturen rausgekommen. An als Familie, die Demo sich qualifiziert hat, ob der 7. Platz, der zugesagt wird, die auch den Finanzament gekriegt wird, die in das Haus gefällt wird, die Haus auch so aménagiert wird, wie sie das sich vorstellen, an die den ersten Akt unterschrieben haben. Dazu muss ich sagen, dass die anderen Leute, die alle gut dafür drin sind, dass die Familie auf der 2. Platz von der Lösch steht, die erst noch an den Gesprächen, die haben meistens ein neues Zertifikat d'Eligibilité aufgerufen beim Ministère du Logement, weil den Entretan aufgelaufen war. Und das hat schon verzögert, das wäre den Akt auch den nächsten Tag gemacht, mit der Tisch die Familie auf der 2. Platz, die als normalerweise auch soweit eligibel an auch den nächsten Finanzament, dass die auch den Akt an dem nächsten Gemeinderat hoffentlich kann gestimmt gehen.
für all die anderen Familien, die auf der Liste stehen, wie du hin, die haben alle guten SWAT de Finanzement nicht kriegt, SWAT haben sie in anderen Objekt schon Fond oder einfach kein Interesse mehr in den heutigen Häusern und dafür sind wir dann auf der Platz 2 und auf der Platz 7. Und wie ich auch schon angedeutet habe, also auch bei den anderen Kandidaten nach eng Familie, die potenziell gewer vorkommen, mir wurde aber noch nicht ganz klar ist. Und dafür hat mir den neuen Appell der Kandidatur, Mensch hat schon am letzten Gemengerot gesagt, die publiziert, also wo den Delay nach bis heute lebt. Da haben wir leider auch just 5 Kandidaturen, wie es Lorakret bon, den Delay ist noch ab. Natürlich müssen wir noch da gucken, ob wir da noch zusätzlich Acquéreuren fanden. Voilà, dann wenn wir auf den Akt selber kommen, voilà, das ist ein Akt mit einem droit d'enfiétiose en vente en l'état de futur achèvement, den ausgeschafft ging von unserem Büro d'études, den hast du accompagniert an dem Notaire, zusammen mit der Familie, das ist dann Familie Baudouin Boissens, die hier Acquéreur von dem Haus, es geht im Haus auf der Nummer 20, Parzelle 173 über 38, 73, das ist am Anfang die Parzelle, die am beidste wäsch von der Gemeinde, also Richtung Bayern, die ganz Uwe leiht. Das ist eine Parzelle von 2,94 Zentimeter. Das erste, was eben ist, dass dann den Bayer Fetik gemacht wird, wo den droit d'enfiétiose für 99 Jahre gilt, den ab dem Datum vom Akt lebt, und wo dann all Jahre eine Relevanz zu bezahlen ist, die aktuell haut bei 540,50 € ist, und die einfach indexiert ist, also soll dann immer angepasst wird. Voilà, wenn den Offizios auslaufen, die 99 Jahre, da können SWAT entweder prolongiert gehen, SWAT überhält dann das Gemeng die Konstruktion, die auf dem Terrain im Moment noch steht. Zu den Konditionen, die hier gesehen sind. Idem also auch gesehen, dass den Rachat von mir Möbel möglich ist. Das heißt, wenn die Leute, die Acquéreur sind, Haus geben und verkaufen, dann muss sie verkaufen und Gemeng, außer wenn Gemeng verzichten, da kann sie einen anderen Promoteur sozial verkaufen. Aber wenn kein kauft, dann musst du von dem Logement kaufen, und du hast dann am Artikel 16 über ganz viele Details dann auch erklärt, wie den Preis, den der Prix de Vente dann als gerechnet wird. Ich meine, das ist der Preis, den Haut applikabel ist. Da wird der Bauindex dabei gerechnet, wird aber aufgerechnet, wie viel ihn nach von dem Taux super reduit kriegt. Es gibt verschiedene Sachen, die aménagiert sind von den Leuten, wenn sie Rechnungen können präsentieren, die aber angegeben sind, die fix am Haus integriert sind, die können dabei rechnen, aber auch amortisiert auf 10 Jahre. Und natürlich alles, was nicht direkt zum Haus gehört, wird aber noch am Haus integriert, als wie zum Beispiel ein Küchen, die gave einfach so überholt gehen, also ohne dass das einen zusätzlichen Abpreis wäre. Der Preis selber belebt sich für das Totenhaus auf 809.298 €. Davon gehen dann nach 90.121 € auf, das ist dann von die Partizipation finanziell, die wir beim Staat angefragt haben, die Feierprojekte unterstützen. Das ist am Anfang dann eine Feier von den Montern, die du akkordiert gesehen. Der TSD-Montant wird aufgerechnet, der TSD-Empfang, der Konto müssen sie nach 719.170 € bezahlen. Das ist aber gewusst, dass das mit einem Taux von 17% ist. Der TSD muss die Marche machen, für beim Enregistrement zu froh, für den Taux reduit von 3% zu kriegen. Und da können sie dann bis zu 50.000 € ansparen. Voilà, da sieht auch am Markt, dass oder die sieht auf der Straße von der Landschaftsfried, ich meine, der Teil kommen wir ganz gut vier und wir haben schon gesagt, wir sind ganz zufrieden, wie das Projekt verläuft. Wir haben ganz wenig Interventionen, die von uns nötig sind, und das läuft einwandfrei. Und da sind aber schon eine ganze Reihe Rechnungen gestaltet, von dem Entrepreneur hat ja auch schon viel geschafft. Insgesamt haben wir als Gemeinhaut, Kolonnenhöhlen, 1,3 weil 1,4 Millionen € bis investiert für den Bau von den Feierhäusern. Und für das eben zu honorieren, ist da direkt eine erste Tranche fällig ab dem Signatur von dem Akt. Immer spät, bis innerhalb Maximum mehr spät, und dem Akt definitiv mal approviert, genauso vom Ministerium der Landtag approviert. Das müssen sie dann eine erste Tranche von für den Deal, die gebaut ist, bezahlen. Und die Tranche aus 323. 395.450,80 €
die man dann giffen iwwerwiese kräen und dann gefen se fir recht eben noch fürer mesure so wie der markt fir gesinn ass wie Avancement das vum Bau giffen se dann die weiter die nächst Tranchen immer um bis Gemeng bezuelen an mir bezuelen weiter und den Entrepreneur. Schmengen dat wäre lo die Hauptpunkte vom Akt die ich erwähnt hun und dann frohen hut probieren gern drauf zu antworten. nach frohen schwanzlift. Maja, mir si froh, dats dann lo eng Familie aus der Schëtter Gemeng mat dem Projekt vun de Féierhäuser, die an der Rue des Jardins en neit doheem zu iwversiere krit. Bekanntlich ass dëse wichtige Projekt vum Logement abordable jo vun den vum Lächtschaffer initiiert gin. Wann en Avalo a betrucht sieht, wat den Sergio gesot huet na enkeier an der letzter Sitzung war jo schon dorivariert, dats vun 11 Kandidaturen haut an sech lo recht eng Konventionioun haiers, die mir lo geschwerwerten zoustammen, muss ich awer verschiedene vorstellen. Du das lo gesot gin fir an zweete potenziellen Acquéreur, den dann die nächste Sitzung wahrscheinlich mit an die nächste Sitzung den Akt zustimme werden. Und ich gucke, da sind lo dann 50% von den Häusern sind lo besat. Ich denke, die Häuser werden geschworen fertig sein und haben aber dann noch kein Proprietäre für dran. Hat der Chef, ich meine, den 22. Mai letztes Jahr haben wir eine schriftlich Frage gehabt. Hat der Chef Rot nicht besser gehabt, nicht besser getan, als du not zu lauschen. An demals schon einen neuen Depliant respektive Flyer vom Verkauf von Logement abordablen zu publizieren. Da wir wahrscheinlich noch verschiedene Zeit gespürt gehen. Und plus, wenn ihr nach den Kostenpunkt hält, der ja auch ein bisschen mehr höher ist wie annonciert war, wenn ich gut kann erinnern, war das 650.000 €. Und so schwätzt man da von einem Kostenpunkt von knapp 810.000 €. Da soll ihn vielleicht aber wirklich überlegen, hätte man nicht besser getan gehabt, das schon gleich Jahres neu zu lancieren. Da wären noch vielleicht die Lichten noch vielleicht haut 4 Konventionen do für zu unterschreiben. Aber bon, ich meine, die hat der Decision noch geholt. Das an sich nur als Wortmeldung zu dem Thema. Voilà, ich gebe da kurz darauf antworten. Also ich meine, England muss ich wissen, ich meine, Demos hat ja Emotionen, ja wissen, oder begründet, dass die neue Kriterien gefordert gewährt, dass dann laut Kriterien mehr lach wären, dass mehr Leute könnten an den Genuss kommen, für so ein Haus zu profitieren. Und dazu muss man ja wissen, dass da immer eine Nuance gemerkt zwischen dem Logement abordable, das ist dann die Kategorie von Leuten, die mit niedrigen Revenuen haben, die Situationen, die sie gerechnet haben, an den Logement abordable fanden, die kommen noch zu einem Genuss von mehr Subsidien, und da gibt die Kategorie vom Logement à coût modéré. Die kriegen auch Männer Subsidien. Das heißt, de facto die Familien, und wir hatten bei der Lösch von den 11, war finalement eine Familie, die dadurch, dass hier Saläre an die Luft gegangen sind, an die Kategorie vom Logement à coût modéré kommen, an der Kategorie waren, an die auf dem letzten Flyer gesehen, der Preis geht dann dementsprechend noch an die Luft, weil der Subsid vom Staat nämlich so hoch ist. Das heißt, die Häuser gehen auch automatisch mit teuer dadurch. Voilà, wir haben noch ausgehalten, durch Loh und 5 Kandidaturen, wir haben noch nicht Analyse, wir gehen noch weiter in die Büro d'études. Wir müssen aber auch gucken, ob man dann da die negative Akkurat fanden. Wir hoffen nicht auf alle Fall. Wir haben, wie gesagt, noch einen dritten, ob der nächste löscht, den potenziell gehen da froh kommen. Auf alle Fall geben wir uns wünschen, dass wir 4 Familien fanden, die da können den Dingen gucken. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss man da gucken, wie wir 4 gehen. Auf alle Fall muss ich dazu auch so, dass es doch nicht hilfreich war, die Zeit, wo sie auf den Markt gekommen sind, der Zinsen da aber mehr hoch waren, ein gut Stück mehr hoch waren, wie sie letztes Jahr waren. Ich meine, wenn ich da guckt, und nicht nur geguckt, mir wenn ich aber schätzen, dass den To man bei der Zentralbank zwischen dem letzten Jahr, wo man darüber diskutiert, und das Jahr man bestimmt über den Prozent von nicht 1,5% raufgegangen, es wird natürlich auch viel mehr Leute Möglichkeiten gibt, für an das Finanzament zu kommen, die vielleicht Demos für einen halben Jahr oder für einen Moment ungefragt, wie sie ich glaube, der löscht wäre bei ihrer Bank, wo der auch Question wäre für die Banken, für das zu finanzieren, dann haut aus den To aber wesentlich mehr niedrig. Ich meine, der kann ich bei der Bank Central nur lesen. Also, dass der am Anfang echt dafür schwätzt, dass man da vielleicht haut echt fallen. Wir sind nicht nie,
Wir können in den Glaskuchel gucken. Voilà. Wir hoffen aber, dass wir noch die 4 Proprietäre fanden. Was zum Preis ist, ist auch nicht ganz richtig für zu so. Wir vergleichen 805.000 Euro mit 650.000 Euro. Ich meine, bei den 650.000 Euro war immer gesagt, dass du Subsidien aufgerechnet sind und die sind auch gerechnet mit den 3% TVA. Das heißt, wir müssten auch noch für das vergleichen, wir müssen auch die Monte anhören. Das heißt, wir gehen von die 90.000 Euro vom Staat wäschwellen und dann noch die 50.000 Euro vom dem Register mal wäschwellen und da wären wir schon viel mehr nur an der Baragen und dann ist es kein Geheimnis, die 650.000, das war damals für den Devis gestimmt gehen hast, du war das gesagt gehen, wir kommen mit 650.000 Euro raus. Ich meine, die wissen doch, dass man die ja Marché gemacht haben, die man annulliert hat, weil die Devis nach x macht mehr heiß war, wie das zur Haut sind, dafür man zweite Marché müssen machen. Voilà, ich meine, das nicht ganz richtig für so 650.000 Euro für drin. Ich meine, wie war Demos nicht vielleicht nicht richtig gesagt, wir waren nicht heiß genug gesagt, par rapport zu den Marschpreisen, die du kommen sehen. Bon, das ist ein Holzbau, das ist ein Holzprodukt, ein Holzbau, der kriegen wir auch immer gesagt, ein Holzbau hat die letzten Jahre einen Höchstpunkt erreicht, also im Moment ein bisschen fallen, was ja auch gut ist, weil man aber noch immer viel wollen am Holzbau, und das sind so ein Konjunktur, die wissen nicht, wann die Wiege dafür ist, das nicht ganz fair für so in die 650.000 für das Lohn mit den 700.000, wo ich das schätze, wo man muss dann rechnen, zu vergleichen, weil das hängt einfach davon ab, wie die Marschen laufen, und dann muss du nicht der Chef oder noch nicht den Entrepreneur viel Hand drauf. Ja, ich gehe sogar ganz schmengen eben dadurch, dass der Chefrot das gemacht hat, was er gemacht hat, nämlich der Cahier de Charge gepasst. Ne? An den Ausschreibung plafoniert, denkt wird ausgeschrieben, sind wir noch immer an dem Bereich, dass aber Leute sich können lesen, das haben wir überhaupt nicht mehr da. Also ich meine, du hast schon viel geschafft, gehen nicht nur vom Chefrot initiiert und mir auch von dem Chefrot nur das Projekt zu anfällt, für das realisabel ist. Also eine neue Ausschreibung hat eigentlich nur zu Frustration gefordert, weil dafür hätte man nicht besser Chance gehabt, dass die Leute an den Prä kriegen. Du stößt auch keinen dran, dafür muss ich viel mehr Informationen nachholen, welche finanzielle Situation sonst nach als eine lange Peizel geht auch nicht durch. Ich meine, lo hatten die Leute Chance, wir kriegen andere Leute eine Chance, und ich meine, dass das aber die besser Approche war. Sie sonst noch froh. Ja, gut, merci für die Explikation. Ich denke, dass wir von der Kont werden wir die richtige Chiffre gesehen von den definitiven Dekont gemacht hat. Ja. Voilà, wenn wir da kein Froh haben, dann gebe ich euch auch bitten, du aufzustimmen, hat man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Ujarini Nora. Mit der Progression vom Nora, ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Hat der Progression vom Ende, ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mam Jules Singer Progression, ja. Trein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Awald Nico. Ja. Merci. Dann sind wir bei den Droit de Präemption. Und da fangen wir an mit dem Punkt 6.7 an der Telen an dem Hinert. Da sind Parzellen, die verkauft gehen. Das sind zur Summe gerechnet über 100 R, die du verkauft gehen. Du hast eigentlich Betrieb, Baubetrieb, also eine Gemeinde Matzen dran, an denen Terra noch von der Preis interessant war. Ich meine, wir haben kein Projekt für du Logement zu machen. Und ich meine, die Fläche gehen noch gebraucht, für du können Landwirtschaft zu betreiben, sodass wir gingen proposieren, auf den Droit de Präemption zu verzichten. Weiß aber denke, was für ein Parzellen dort sich handelt, also auch der Publik. Das gesagt, der Bescheid weiß, also das ist eine Parzelle 671 über 1905, das sind 11 Jahre und 27 Jahre, dann ist es 679 über 1251, das sind 17 Jahre und 30 Jahre, dann ist es 681 über 1252, mit 36 Jahre und 40 Jahre, und dann ist es 682 mit 43 Jahre und 50 Jahre. Ich bin tot so froh. Kein frohe gehen, da ging man darüber aufstimmen, dass wir über den Droit de Präemption verzichten. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Ujarini Nora. Mit der Progression vom Nora, ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy.
Mat der Progression vum Ende ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Mam Jules Singer Prokreation ja. Trein Serge, Ja. Treisen Pol, Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Und da kommen wir zum nächsten Droit de Préemption an der Rue du Château. Und das wo wir schon ein paar Mal drüber geschwart haben. Und hier geht es darum, über so ein Eck, den du soll verkauft gehen, der Proprietär. Auch hier ist das nicht bebaut, dafür wird gemeint ein Droit de Préemption, das nur beim Bauperimeter, sogar am Bauperimeter. Der Preis ist eigentlich nicht interessant. Und man kann noch sonst nicht mal drauf hängen. Dafür gibt man auch hier proposieren, auf den Droit de Préemption zu verzichten. Sind dazu noch froh? Kein Frohen, dann ging wir aufstimmen, hat man Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Fogerini Nora, Mat der Prokreation vum Lora jo. Kaufmann Jump, Ja. Kaiser Andy, Mat der Progression vum Ende ja. Nagel Anne-Marie, Jo. Joch, Sauber Jules, Mam Jules Singer Prokreation ja. Trein Serge, Ja. Treisen Pol, Ja. Awelsch Nico. Ja. Voilà, merci. Und da wären wir bei dem Punkt, wo wir ugangs op no du jour dabei gesagt hun, dem 6.9 Droit de Préemption en Terra zu Straßig an dem Gard. Wie ich schon erklärt hat, der hat ja geschickt kriegt Gemeinde, das das Problem do, dass Baugenehmigung aufgelaufen was, also am Anfang wir den Terra mat am Haus verkauft, dann hat man sowieso kein Droit de Préemption, das an dem Lotissement an wie ich schon erklärt hat, da geht es um Konditionen von einem Prä, den lo soll gemerkt gehen. An dafür ass dann lo de Promoteur an de Käfer wo se décidéiert an Lomo den Terra zu verkaufen. Dafür mit den Droit de Préemption. Wir gingen dann noch hei proposieren, op den Droit de Préemption zu verzichten. Sind du zu froh? Kein frohen. Da könnt man auch hei direkt aufstimmen, hat man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora, Mat der Prokreation vum Lora jo. Kaufmann Jam, Ja. Kaiser Andy, Mat der Progression vum Ende ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Mam Jules Singer Prokreation ja. Trein Serge, Ja. Treisen Pol, Ja. Welsch Nico. Ja. Merci. Und dann wären wir beim 7. Punkt. Und da haben wir ein schriftlich froh Rakrit von der Schutterbierger. Und ich gebe euch da bitten, die vielleicht viel zu drohen. Ja, merci. Ich mengen als froh die man hun die as a relation mat den Strossen am Zustand vun de Strossen an der Gemeng schëtter sie dat den aktuelle Zustand mat als Beispiel de Strossebelehrung CR 132 an der Entre vu Minzbech van den aus der Richtung vum Park d'Aktivitéisiert all kënnt, dann huest du auch kernischer Stroß zu Schëtter, Daterstoß zu Straßech an noch d'Stoß an der Aktivitätszone, die auch demnächst miss frisch gemacht gin respektiv muss die auch dann all die betraffe Gemenge Strossen wo aktuell derbechte laufen, die am Kader vum Deploiement vun der Glasfaser vun der Post betraff sind. Als froh wären an sich dann an dem heiten Fall kann de Chef oder als van Gliftoriwer informieren, ob Dir e Plan hut, den noch mat Point Chaussee aufgeschwert gin ass. Vier an den nächste Maint respektiv Joren als Gemengestrossen an noch Staatsstrassen fir déi ze erneieren a wie de Plan ausgesäit. Und dann kann noch den Chefroder als van Gliftoriwer informieren, ob Dir an sech an dem Sinn e Budget fir des Reflexionen vun de Strossen mat abplant respektiv wéi de Kind estiméiert sinn. Dat sinn an sech als Uleis dem hunn am Kader vun den Zustand vun de Strossen. Merci. Merci für die froh. Also ein Plan formaliséiert humor net. Ich meine noch nicht, dass der nötig ist, weil wir wissen, wo Probleme sind, muss dann unterscheiden zwischen Straße, wo ich kennt einfach Racklage machen und dann ist der Belarung besser, oder Straße, wo wir wissen, dass ganz Infrastrukturen müssen erneuert gehen, wo da keinen Sinn macht, weil auch die Racklagen an die das kostet direkt immer bei 100.000 €, das ist kein Bölle Chance für dann neue Belag drauf zu machen und dann nur 2 Jahre
oder 3 Jahre mal alles abzurappen, weil die Infrastruktur muss neu gemacht gehen, Tresor muss neu gemacht gehen. Ich meine, den CR 132, das wissen wir alle gut, das ist so eine Situation, die schon uralt ist, wo die Straße so schlecht ist und das meine ich gefällt keinem. Für was ist die Situation so? Ich meine, du hast den PHP Klapp ausgemerkt gehen, du sind auch dort Tresor verstärkt gehen, also sowohl Post wie auch Kreos an 2023 war das eigentlich, dass den Entrepreneur abgehalten hat, mal schaffen, weil zu dem Moment Planungen nicht fertig waren, für die Resoen zu neu zu machen, an die Infrastruktur zu bauen, die du hin sollt kommen, an das dezidiert den Entrepreneur nicht einfach schaffen zu lassen, ohne die Planung zu machen. Die konnte aber nicht so sehr gemerkt gehen, sodass es da bis 2024 gedauert hat, bis Pläne durchschluchen für den Strom, auch für das Gas. Gebremst gibt hat noch ein bisschen von der Point Chaussee, wenn es da Kreuzung Lippmann, wo die auch wollte Matschwätze wat wohin können, dann we dat soll aménagiert gehen, auch mir und eine neue Schafkrit für Lucht und so weiter. Du müssen an dem Chantier wie die neue Gasleitung gelöst gehen, also auch alle die Städte umgeklemmt gehen, also du war eigentlich viel mehr Arbeit wie ursprünglich geduld, wird alles viel mehr Zeit geholt, neue Schaf von der Kreos hast du hingekommen, Zebrastreife ist über der Gelegenheit belicht gehen, an dafür sind wir logisch 2025 Anfangs des Jahres oder März mit allen Arbeiten fertig gehen, die sind noch fertig. Lo muss aber so, ihre eine Permission de voirie kriegt von der Point Chaussee, muss das 6 Meter Leute losgehen und da kann ein recht einen neuen Belag drauf machen. Point Chaussee hat doch gesagt, dass der Lied für die Chantier nicht will überholen, der Lied leitet dann bei der Gemeinde und wir haben heute mal das Service geschwärzt. Wir bleiben nur der Hand, dass wir Dorfrefroen normalerweise brauchen wir keinen Marsch jetzt man muss aber 3 Aufrefroen bei den üblichen Firmen, die so Arbeiten machen, dass man dann am Frühjahr prêt sind entre temps Permission de voirie frohen an der Kämmer an der Gemengemod rot man de wie mat für ein extraordinär Budget dort stimmen, dann könnte man die Raclage machen an den neue Belagen, da gëtt nach den Schlüssel abgestalt, dat muss man entre temps auch machen, man aber gesagt, den muss man net fertig schon immer aufhängen de Wien zu frohen und so weiter, wenn der no sech wat verrengen Freie muss bedelien, also Post, Point Chaussee, Kreos, den Promoteur vom PHP, dann fir Gemeiner bleibt, also das sind eine Negoziation, die feier sind schrecklich kompliziert Negoziationen, weil du neue Berechnungen zu Basis du neuen Approchen, die immer geholt gehen, und dann geht es Kleinigkeiten, wo muss diskutiert gehen, dafür haben wir auch keine Angst, dass parallel können sie nicht nur für den Schlüssel festlegen, aber dann irgendwie aufhängen zu bougieren, dann wir haben wirklich als fest geholt, dass man die Arbeiten 6 Monate oder 7, 8 Monate, also das Jahr nach solle können machen. Weil dort kernischer Stroh so geht, ich meine, da das so private Chantier, den du hast, und da sind Konditionen so, dass Point Chaussee sieht, dass in immer Teil schon von der Straße muss dann einen neuen Belag drauf machen. Das wird dann an dem Fall auch geschehen, wenn den Gurvel an der Mitte von der Straße wäre, so gut Grenzstraße zu machen, sodass das dann auch da gefleckt wird. Wir sind da auch ein Teil mit dran gemengt, ob der Kreuzung, und das wird dann zu dem Moment auch matt gemacht gehen. Datastroß, da sind wir ja am Gangen, eine ganz Planung zu machen, da ist aber warten wir nach der Reparatur vom Ingenieursbüro, das auch nicht so einfach, das ist zu viel der Reise und das ist nicht viel Platz an der Straße. Das sind mehr komplexe Planungen, wo man bis noch keine Retour kriegt, und auch weil man da ein Verkehrskonzept mit abbauen, da hat man auch gesagt, also Büro, den ist normalerweise bereit, was alles, was Verkehrssicherheit geht, dass sie so Kontakt abholen, dass man da direkt mit an Konzeption von der Straße mit abbauen. Wir möchten auch keinen Sinn für Lodo neue Belag drauf zu machen, weil wir aber davon ausgehen, dass wir die Projekt nächstes Jahr oder so durchleiten und dann die Arbeit noch können aufhängen. Muss man natürlich auch noch aufstimmen mit dem anderen Chantier, ne? Weil irgendwo muss man zu ein bisschen aber noch können durch Gemeinde fahren. Das geht auch kompliziert. Dann haben wir am Budget ordinär Artikel dranstehen, für die Arbeiten dort zu machen. Das sage ich mal kurz nachher, dass dann
Ja, also ordinär Nummer an der fiesen Artikel, wo man immer Abischen die am Straßraum gemerkt gehen, die Auffallen, die man können drüber wollen. Und da meine ich, das ist auch wichtig zu sagen, wir haben ja immer Artikel noch wie um PHP klappt. Da gibt ja einen Artikel extraordinär für die Partizipation, die Gemengen davon drohen, bis die überholen. Und dann, wie die Claude auch gesagt hat, also wir ganz viele Kreos oder andere Akteure, die da Aktivität sind, ein Teil müssen die überholen. Also normalerweise ist es so, dass pro Chance die Chance, die überholt, und dann kriegen wir auch schon Eiscode Perte bezahlen. Da muss man bloß gucken, du am Angang von Minzbüsch, ob wir das ganz viel finanzieren und dann und die anderen Prestatieren oder die anderen Parteien direkt verrechnen oder ob Pietfried sein eigenes Individ, wenn schreibt, und dann gibt der Monte dementsprechend mit klein sind. Das heißt, du also nicht ein spezifisches Budget vorgesehen, also die vorgesehen an den Projekt, wie du vorgesehen hast, nämlich schon der Eter Stroh, also auch ein Budget vorgesehen. Voilà, dat am Fong iwwer déi Budget leeft, a wann dann enke echt vu nach bewer ass, dann wie gesot hummer genug Reserven net bei den 2 Budget locher gesot mir gesinn net iwwer Suen einfach 4 ze 4 ze gesinn kommen echt dann enke der Gemengrot van Eg ass fir déi dann notstimmen. War die nonner kein ergänzen, wat beste Schu, dass das an Pocho net de Li diehölll schmengt, das gewusst, dat Pocho die relativ groß marsch mcht, wo sie dann einfach Standardpreise krä wie von den großen Dinger, wenn die Marsche gewinnt, wo dann gesagt, dass das der Preis ist, und die Preise sind normalerweise auch mehr interessant, weil da wäre viel mehr größer als wie bei mir, du selber musst ein Insel offenfroh für kleine Stecker zu machen. Wir können uns schlecht vorstellen, dass die Preise mehr interessant sind, wie die bei den Offeren oder bei der Marsche von der Pocho rauskommen, sind du fährst das an Eisen an zu bedauern, dass Pocho du nicht aber die Lied überhält, notamment weil der Staatstroß ist. Wenn sie nicht da beste Wëlle Macher Fier machen, an mir wëllen awer Qualitätit fir Beger ze machen, schmengen da bleifft, ass du net viel anders sieferch wie du bisssen an den sauren Apfel ze bessen. Ja, da könnt noch dabei, dass eng Decision, die man muss null, wenn dass die beste gemerk van dat sams der Sonde gëtt auch noch enke ganz andere Preis, iwwer man Fleisch frei der sams mat, da muss man alles nachgucken, ja, dat sind die Froen die opstehen, wollte ich nach Schü so, dass die Fiberoptik eigentlich immer am Trott war leit. Die Leiit net am Stross, die Leiit immer am vu den Infrastrukturen, die am Trott war leit. Ja, das richtig méi verschiedene andere Arabichten, die Jocht und nach mat am Spiel sinn, wo ja Wortstrossen e bëssen do leide, méi das lo jo net dramatisch fir dat lo lang ze diskutieren. Merci. Dann wollte ich aber enke zurückkommen op die Question ekrit, die mat Lächbei behandelt hun, wo dann vongem den Centre sozioedukativ gegangen ass, also wir hatten eng Reunion mat der Direktion an noch mat der Poli zu summen, an wir werden doch nächstes Jahr machen, ein Datum schon festgelegt, wo ein kleine Präzision, also das ein Centre sozioedukativ mit 4 Sitten. Die 4 Sitten sind eben Dreibuhr, Schrassig, Freising an Buschlenster, weil Buschlenster sind medischer. Zu Freising als deichteren pädagogische Projektieren, wo sie do machen, an zu Straße an Dreibuhr, das kennen wir ja dann, wobei zu Dreibuhr ja noch die Unisex-Sektion geht, die geht ja zu Straße nicht. Hier funktionieren sie mit Gruppen, die zusammen wohnen, aber auch mit einer Wohngemeinschaft. Das ist auch so, dass effektiv do eng Privatsicherheitsfirma engagiert, dass der so normal engagiert, da das aber nimmen eng Agent, an den das hauptsächlich für Sicherheit von den Edukateuren zu assurieren. Ne? Der möchte aber auch oft eng Runde guckt, ob nur den am Bushaus sitzt oder so weiter oder so irgendwo, aber das hauptsächlich für Sicherheit von den vom personellen Encadrement. Sie hat noch 2 Jahre kein Tischefall mehr, wo irgendwie mit den Leuten irgendwie Probleme waren zu Straße. Wann du ein Problem wird, sollen die Leute sich auch direkt am Centre sozioedukativ melden. Telefonsnummer hast du den 7605 65 24 30. Du hast 24 Stunden auf 24 Stunden, 7 Tage auf 7 Tage erreichbar. All die do ënnerbrucht sind, die hun noch ganz streng Regeln, wie sie sich muss verhalen, auer Zeiten, wo sie muss der Banne sind, wann net eng Flug ass am meisten du bei der Flug, wo sie dann noch vielleicht probieren nicht, wo Sachen mat zu höllen, als Poli auch direkt informiert.
Effektiv war aber een von denen mat dabei, wéi dolo den Abbruch eben war den aus dem Straßscher heben, also aus dem Dengenheit, dat war e Mineur, do Mineuren, an die waren aber zu zwei, an do war eben ein Major dabei, an der war auch schon bekannt, die mussten an der Stadien getroffen und an zu summen dat organisiert und das aber richtig den Ausnahmefall mit das effektiv so gewircht, dass du in dabei war. Voilà, es soll auch ein neues Projekt kommen zu Mutfort, mit 2 Wohngruppen, da wo der Daltgebäude von der Police war. Das ist so ein bisschen noch das neue Konzept, ne? Da sind wir noch auf den Weg gehen von so großen Institutionen, wo die dann alle gut zusammen dann bräuchten wir echt auf so kleine Strukturen, die an den Dörfern integriert sind. Was auch eben helfen soll, dass die Leute schon der Gesellschaft besser empfangen und besser integriert können gehen. Du hast auch die Leute noch schon informiert zum Mutfahrt, du Kontakt mit der Gemeinde hast du, also den Projekt, der lebt und der könnt dann auf Mutfahrt. Voilà. Wir hatten noch ganz grob andere Sachen diskutiert. Ich meine, die Police ist auch darüber gegangen, dass eben an den Gemengen so viel der Probleme sind mit kleinen Autos und mit Leute, die auf Terra gucken gehen, ob sie vor ein Haus kommen und so präzisiert, dass das am Anfang direkt kein Strafe tut. Also du kann die Police auch nicht ganz viel machen und einem Auto klein gucken, ob noch was ist noch nicht verboten, etwas raus sollen, als verboten. Das sind Sachen ein bisschen die Spitzfindigkeiten von der Justiz, vielleicht musst du den Gesetzgeber ein genau besseren, mehr Haut als Situation so. Und wenn ich auf Straßenstrecke kommt, da so ein Droht abgerichtet, gehen die noch dort Operen Schützer, den nicht direkt kann auf den Terrain gehen. Ne? So Sachen sind noch gemacht, gehen an, sie werden noch den Kontakt mit den Bürger sichern, weil sie auch da gut Erfahrungen gemacht haben, dass von auch die Jungen die Leute kennen, dann das Hemmschwell für, ich weiß nicht, wo um gerne heißen, etwas mal zu hören, schon viel mehr groß, wie wenn das nicht der Fall ist. Voilà. Ja, das ist natürlich auch das Problem ne, von den Squatten an der Gemeinde. Also kann ich nicht mehr Proprietäre von den Häusern darauf hinweisen, hier Häuser zu sichern. Ne? Weil auch das ist nicht verboten, an ein Haus zu gehen, wenn ihn nicht mit Gewalt abbricht, wenn Recht von der Proprietärin abfordert, nicht an dem Haus also zu gehen, dann hat die Polizei eine Hand haben. Von der Theorie hier also nicht verboten an ein Haus ranzugehen. Also Häuser, die eitel stehen, ist nicht optimal und du musst einen Proprietären dafür sorgen, dass er eben nicht so einfach an ein Haus rankommt, ohne eine Infraktion zu machen. Sind du vielleicht sonst noch froh an dem Kontext? Ja, was da? Besonders an dem Kontext kein Frohen, dann kann dann Marie Seng froh stellen. Merci. Ja, ich würde gerne angehen auf den Brief von Herr Werken über die Strecke, die Probleme um die Strecke Straße-Schütter. Es geht noch immer zu sehr vor, an dass auch nicht ein Accident geschieht, anscheinend mit einem Blessierten. Auch an schwere von Leuten und verschiedene so Russisch, wo auch immer zu sehr vorgeht, Rüdi Village, Rüdi Senningen. Und ich weiß von Leuten, die einen Füllkauf tun und sich nicht trauen, für den Mat zu fahren, weil die Infrastruktur noch nicht da ist. Also ich weiß, dass Efforts gemacht werden, für die Straße mehr sicher zu machen, aber kann in der Zwischenzeit vielleicht mal gucken, für mehr Fitnesskontrollen zu machen oder etwas, für das die Leute sich ein bisschen mehr sicher fühlen, weil das zu sehr fahren ist wirklich ein Problem. Ja, ich meine, wir machen das ja regelmäßig froh mit Police. Wir können so einkehren, frohen, mehr Kontrollen zu machen. Meistens, was sie das machen, da sind da viel granzig, weil da waren sie mit dabei, zum Beispiel so ein Dressisch, ja, wenn du dort sehr fährst. Wir haben auch den V-Account darüber hängen. Da stellen wir fest, dass die Situation meistens, wenn ihr nicht faktisch guckt, ob Zölle basiert, nicht gerade so schlimm ist, wie sie vielleicht empfunden wird. Ich meine noch, die de Monten erwecken, die möchten als regelmäßig Briefe an mich auf die Situation aufmerksam auch reagiert. Wir haben aus dem Büro alle Maßnahmen ausgeschöpft, die wir können ausschöpfen. Wir sind da an einer Situation, die sich dann noch vielleicht wird verbessern, wenn wir die Nordlozement kriegen, weil der Nachgang vom Dorf geht ja dann nach mir nur innen geregelt, das ist halt nicht der Fall.
Wir können noch nicht den Minister frohen, ob wir Radar kriegen, einen Innerort, der geht dann nicht ganz viel am Land. Wir können auf jeden Fall mal haben wir gesehen, auf einem anderen Platz, vielleicht ist das dann auch möglich, wir können die Aufrufung machen, das ist aber nicht so, dass das Verteilung schreibt, dass man das nicht durchstellen, dass man nicht probieren, alle Mesuren umzusetzen mit Kinomol Regeln. Und da muss ich noch so beim allerbesten Sicherheitsstand von auch den Automobilisten zur Verantwortung, auch noch den Hai, den er so gefuhr, du kannst bei beste wollen, auch mal deinem Radar nicht machen, wenn ich keinen Verstand habe, dann muss am Anfang nicht mit dir verfuhren, ich weiß es nicht, aber das bleibt immer ein Risiko. Also ich meine, dass die Platz zu straßig nicht optimal ist, aber nicht mehr gefährlich wie andere ähnliche Plätze am Land. Aber wir haben wirklich ausgeschöpft, was Reglement so ist, für dort zu gucken, das wird man noch können machen, das wird man machen, da froh, ob da ein Radar dahinter könnt. Ne? Aber bon, man muss uns bewusst sein, Radar da bezielt auch mal vielleicht den nicht gerannt ist, an mehreren Kilometer zu schnell als der bezielt doch. Aber gut, an die wirklich rennen, was es nicht, das ist noch keine Garantie, dass das dann nicht auf der Platz geschieht. Aber ich meine, wir sollen alle Mesuren probieren umzusetzen, die möglich sind. Und das werden wir auch in Zukunft machen. Wir gehen auf jeden Fall den Mond für Radar von der Gemeinde, wo das so sieht. Wir wollen das nicht, geben wir schon für gehen. Ne? Merci. Ja, Nico. Ja, ich kenne die Problem du auch gut, da das nicht neu und das ist wirklich ein ganz gefährlicher Platz, weil die Leute egoistisch sind und mit voller Vitesse durch die Straße durchschauen und dann am letzten Moment vielleicht sehen, dass ein Rotlicht da ist, sie nicht respektieren und so weiter. Da kann ich erinnern, damals, wie schon ein Accident geschieht vor, da hat man eine lange Diskussion mit der Pont et Chaussee an die Hui auch, da eine Maîtrise über die Straße, da kann ich nicht machen als Gemeinde, was die will. Und da war durchgesagt, kriegt, das ging die Regeln, dass sie überhaupt ein rotes Licht da hinkommen, also ein Zebrastreifen mit einem roten Licht. Und das gibt mir aber das Gefühl, und noch der Courage für zu sagen, wir müssen hier noch vielleicht eng oder die andere Sache an die Straße abbauen. Da gibt es Möglichkeiten, ich will auch keine technische Lösung hier auf dem Tisch legen, das kann ich nicht. Aber da kann ich vielleicht Streifen machen, kann ich Busse machen. Weil das ist so, die Rotlicht, die hast du auch gewiesen, du hast ein Zeichen, weil du kannst ein Rotlicht, aber das bemerken die Menschen nicht, die fahren über die Straße, die kommen mit 70 bis auf Platz, wo 50 ist, und das ist schon bald zu spät, und das ist schon bei der roten Licht. Ich gebe euch raten, nein, mit der Pont et Chaussee zusammenzukommen und dort zu insistieren, dass ihr zusätzlich technische Installationen an die Straße möchte, weil das ist gefährlich und das ist viel Passage, weil ihr auf der anderen Seite erstens vom Lotissement und dann zweitens, weil die Reihe von den Bussen da ist. Wenn wir nichts machen und geschieht eigentlich etwas ganz Graves, dann machen wir uns auch wahrscheinlich Reproche. Ne? Also wenn ich geliebt holt und die dürft nicht bei der Pont et Chaussee nur gehen, ne? Weil die haben nicht das Gefühl von dem, was geschieht, wie die Leute da wohnen, am Jahr um den Tisch. Du musst ihnen ganz sexy, ganz herzlich nicht nur gehen, bis da etwas geschieht. Und ich helfe noch gerne, wenn da Hilfe braucht, für die Diskussion zu feiern. Weil ich schon sie immer gefordert, dann haben wir so gemacht, man hat uns klar rückgeschaut, und all die Leute, die da wohnen, die konzerniert sind, die haben den Tisch gerufen, und wir haben die von der Pont et Chaussee invitiert, nur zu lauschen, was denen hier Doléances sind. Aber wie den das gesehen hat, du hast die bei seiner Direktion gegangen und gesagt, hier muss man dann eine Exception machen. Die Exception ist gemacht, weil die Luft, die darf eigentlich nicht durchstehen. Und ich meine, das war schon eine massive Verbesserung. Ja, ich meine, sie laufen, immer Sachen geschieht, die Rotlicht ist installiert, Gemüse nach Verengung auch gemacht, gezeichnet, ein Radar, das ist kein protokollärer Radar, mit das ja Vitesse-Radar gemacht. Wir assistieren eigentlich, dass wir da noch zusätzliche Mesuren kriegen. Merci, ja. Für an dem dote Kontext zu bleiben, kurz zu bleiben. Ich meine, Neueisen haben wir bei der Kapelle kleine Bockel gemacht und soweit mir so Eco-Krito sind, da wo wir ganz froh darüber. Und ich denke, das soll ihr vielleicht gucken, für das auf verschiedenen Antrieben von unseren Dörfern zu machen, nicht einmal die große Spur. Aber kann ich ja Straße, das genau das nämlich. Geht, dass auch die Mesuren, die sie auch nicht von Haut auf morgen umzusetzen. Ich meine, da muss geplant gehen, Budget, da muss ein paar Chaussee, ja, so ein, kannst du doch etwas klar. Aber ich meine, das am Ende von der Sicherheit. Du kannst auch nur die provisorische, wie das schon genannt wird, die Berliner Kisten drin sitzen. Du
Christ ja well mittlerweile auch für 50 Kilometer an der Stunde, das ist allerdings wirklich keine Lesung. Dafür gife mir proposieren, für zu gucken, bei den Anträgen eventuell selbst zu machen wie Neujahr. Wir haben da doch schon diskutiert, dann wir werden noch denke der 100 kommen, dass wir da Lesungen kriegen, und dann setzen wir die rum. Merci. Sonst noch Fragen? Kein Froh mehr aus dem Publikum? Der Pol noch. Ja, schon kurz ein Froh her, die Frau schon gestartet, 125 Rue Principal zu Münzburg. Problem ist immer, du viel Kram für Bahnhof zu lösen. Das ist auch der Weg, wo kann er an Schule gehen, ne? Und dann die Auflösung habe ich noch dann immer gerade die Zeit. Am Anfang, wenn der so guckt, hat ich da irgendwie eine Firma ganz niedergelost. Ne? Ist das alles richtig so oder wo den nur eine Hand habt, weil das ist auch ein gefährlicher Punkt. Ne? Ja, also das ist nicht alles richtig so. Wir haben dem nochmal geschrieben. Da sind wir die erste Etappe. Und wir gucken, ob dem seine Reaktion. Und wir noch handhaben. Die Prozedur sind halt so lang. Aber das wird man nicht so bei dem losen. Ich meine, das ist so gewusst. Aber ich meine, geht durch. Und dann muss ich ernst organisieren. Also es kann jeder Verein, egal wo, egal was machen. Das geht nicht. Und dann hat der Brief gekriegt. Und wir bleiben da Hand drin. Wir haben einen Rapport gemacht. Auch Bannen sind Sachen auch nicht konform. Und wir sind am Gang, den Dossier zu behandeln. Schon eigentlich sagen, okay, dass wir dann den CG-Dienst wird auch da gewesen sind und so weiter. Gut, das ist ja ein guter Sache. Aber ich komme aber noch zurück auf Schütterup-Kreuzung. Da sind auch am Moment da von der Post. Da war ein Palette mit Trottoirsteigen aufgestellt gehen. Die also wirklich voll am Sichtfeld von der Kreuzung. Die hatten kein besser Platz fand. Ich meine, die Kreuzung war schon nicht so besonders übersichtlich. Und sie sollten die vielleicht da wegholen. Das ist wirklich nicht flott zu sehen. Und ich meine, wenn ihr wissen, halt durch Dorf geht, seid ihr auch überall die verschiedenen Puzzlen, die man am Trottoir haben, mit einer farbigen Stein, wofür drinnen Entrepreneur den Hai geschafft hat. Hat ja bemol nicht mehr richtig Steinkrut. Von Lot Post respektiv den Entrepreneur soll Stein übrig haben, da könnt ihr vielleicht probieren, für die Puzzlen da mit den Farben zu eliminieren. Kann man also auch drüms an effektiv hat man wenn ihr bei einer Platz da hat Entrepreneur auch schon mit falscher Farbe gepflegt und war man da direkt interveniert und nun macht da eine Lesung von für dass dann aber eben das nicht entsteht wie es los ist die Putzelsgeschichte also ist immer ein bisschen pedantisch aber das ist ja auch richtig voilà. Genau sonst noch etwas nee da wären wir aber nur beim Publikum auch kein froh voilà da wären wir okay, da wären wir für heute fertig. Da sage ich eine große Merci. Ich wünsche euch einen schönen Abend doch draußen, die uns noch gelauscht haben und noch geguckt haben. Einen ganz schönen Abend und dann sehen wir uns an diesem Saal. Große Merci und bis die nächste Kehr. Adi.